Ein wunderschönes 6 Leute allerseits. Die Stadt Zürich ist bereit für ihr Frühlingsfest. Das Wetter hilft im Moment jedenfalls mit. Es macht auf gutes Omen. Gerade in diesen Minuten hat es nicht so viele Wolken und es regnet auch nicht. Aber es hat bis jetzt alle Viertelstunde ungefähr gewechselt. Wir hoffen das Beste. Es bleibe bis jetzt nicht viel Wind, angenehme Temperaturen, quasi optimale Bedingungen. Hoffen wir, die heben. Ernst gilt es ja dann, wenn die Uhr vom St. Peter neben dem Limmatgä 6 schlägt. Das nehmen wir dann immer haargenau. Das geht dann auf genau den 6. Schlag. Da sehen wir den St. Peter. Gerade neben dem Limmatgä. Ja, weil dann am 6. dann machen wir ihm einen Böck Feuer unter dem Hosenboden. Und ab dann zählen wir die Minuten, wie lange es geht, bis es ihm den Kopf verjagt. Hoffentlich möglichst schnell, weil je bälder, desto schöner wird ja angeblich der Sommer. Anzünden tut immer der Gastkanton. Dieses Jahr ist es der Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Das sieht man am Böck seinem diesjährigen Outfit an. Er hat schmucke Hosenträger bekommen mit diesen typischen Beschlägen drauf und eine Krawatte mit dem Kantonswappen von Appenzell-Ausserrhoden. Noch steht er jetzt, man sieht es unversehrt, zuoberst oben auf dem Scheiterhaufen. Er hat ja noch ein paar Stündchen vor sich. Grüezi miteinander, ich begrüße Sie mitten aus dem Herzen von der Stadt Zürich, da direkt vom 6-Leuten-Platz. In wenigen Minuten geht's los, dann setzen sich die Zäufte beim Umzug langsam in Bewegung. Das kommentieren wir immer live. Wir, das sind der Reto Hänger und ich von der Zunft Wiedeke, quasi ein Urzäufter. Was trägst du für ein Gewand? Sorry Cornelia, vielen Dank für die Begrüßung und ich wünsche dir mal zuerst schön 6 Leute. Danke dir auch. Das ist ein Gewand aus Wiedeke. Wiedeke war ein Reichshof früher, vor vielen 100 Jahren, 1300, und dort ist das Gewand her. Und so laufen wir um 6 Leute. Du weisst so gut wie alles, kennst so gut wie alles, wirst uns alles verraten natürlich während dem Umzug. Was ist denn jetzt für dich mit langjährigen 6 Leuten Erfahrung eigentlich so der besonderste Moment? Ja, ich hatte so einen privaten, besonderen Moment, das ist der, wenn ich mit Perücke abziehen darf. Aber sonst, ich habe immer Freude, wenn der Böck brennt und wenn er schnell brennt natürlich, selbstverständlich, und wenn alles gut über die Bühne geht. Wie gefällt dir der Böck das Jahr? Mir gefällt er extrem gut. Ich weiss ja, dass der Böck nicht nur einfach der Böck ist. Er hat wieder einmal etwas einfallen lassen, der Lucky Meier. Ich bin gespannt, wie das dann kommt. Ja. Das sind wir auch. Danke vielmals, Reto. Nicht nur der Reto Hänger ist ein fixer Teil vom 6 Leute, sondern auch die beiden Herren da, der Jean-Marc Richard und der François Gay. Jean-Marc Richard, schon so manches Jahr kommentieren ihr das 6 Leute auch. Oui. Heisst es bei euch eigentlich Sonne 10? Oui, alors plus que 10 parce que ça fera 30 cette année. Alors, oui. Sonne 30. Mais surtout, on se réjouit de partager avec les romandes et les romans ce cortège des corporations et puis aussi fêter le printemps avec vous. Enfin, hier c'était l'été, aujourd'hui c'est un peu le retour de l'hiver, donc ça tombe assez bien. Puis on se réjouit de voir si le bug met autant de temps à brûler que l'année dernière, 57 minutes si on va battre le record. Et pour vous commenter ce cortège, pour vous, téléspectatrices et téléspectateurs romans, le plaisir d'accueillir avec nous François Gay. François Gay wird dann mittippt in der Welschen Schweiz. J'espère. On verra. Donc, en tant que Suisse, les romans sont tout aussi intéressés aux traditions de l'ensemble de la Suisse. Donc, nous espérons qu'il y aura une bonne suite de cette émission cet après-midi. Und schönes 6 Leute à tous et à toutes. Das wünsche ich euch zwei auch ganz einen schönen Nachmittag, euch beiden. Ja. Die ganz grosse Frage vom Tag ist natürlich, wie lange geht es, bis es dem Kerli hinter mir dann den Kopf verjagt? Weil, ich habe es gesagt, je schneller dass es ihm den Kopf vertätscht, desto schöner, sagt man, wird der Sommer und wir hätten alle gern einen schönen Sommer. Mittippen ist also gefragt. Machen Sie das? Von daheim aus oder unterwegs. Es geht ganz einfach. Wenn Sie jetzt Ihr Smartphone zücken, können Sie den QR-Code, der unten eingeblendet ist, scannen. Der lenkt Sie dann direkt dorthin, wo Sie Ihren Tipp abgeben können. Und wer es zeitlich am genauesten bereicht, dem oder der winkt einen schönen Preis im Gastkanton Appenzell-Ausserrhoden. Gönnen Sie ein Genusswochenende im Hotel Heide im Appenzellerland. Inbegriffen sind 2 Übernachtungen für 2 Personen im Superior-Zimmer mit Seesicht, inklusive zum Morgen, und 4 ganze Nachtessen. Sowie ein Gutschein für Wellness oder Getränk.
Dazu gibt es die Oscar-Gästekarte für den ÖV in der Ostschweiz. Der Preis hat einen Gesamtwert von rund 1400 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Live-Übertragung. Viel Glück! Ja, jetzt geht's dann Schlägel an Wecken. Die Zäufte werden sich nächstens in Bewegung setzen. Wir sehen das auf der Karte. Das ist immer eine rechte Runde durch die Zürcher Innenstadt. Zuerst geht's die Bahnhofstrasse drauf, Richtung See zu, zum Bürkliplatz. Dann durch die Bahnhofstrasse zurück. Das ist dann der Kontermarsch, der bekannte. Dann geht es über die Rudolf-Braun-Brücke, über den Limagé und dem entlang dann bis führen zum 6-Leuten-Platz, wo wir jetzt und wo der Böck steht vor allem. Dort, wo Sie auf der Karte SRF sehen, wo SRF das Fleckchen ist, dort stehen unsere Kameras, die für Sie natürlich die Bilder vom Umzug einfangen. Reto, nächstens geht's los mit der Eröffnung vom Umzug. Da ist zuvor Stimme das ZZZ, also das Zentralkomitee der Zürcher Zäufte. Wer gibt da eigentlich das Go, Achtung, jetzt Marsch los? Das gibt den Zugchef, da gibt es Go. Es gibt auch einen klaren Plan. Genau um 3 ist Abmarsch. Das ist so fixiert und sonst kommen die gar nicht dafür. Und die ziehen dann den ganzen Umzug hinein an. Jetzt ist das immer so eine Besammlungssache. Man stellt sich das so ein bisschen als Gewusel vor. Wie strukturiert läuft das ab? Es ist voll durchstrukturiert. Da gibt es auch Zugchefversammlungen, respektive Sitzungen vorher, wo alles durchexerziert wird. Also es weiss jeder, was er zu tun hat. Und man startet unten an der Bahnhofstrasse. Also gerade anfangs Bahnhofstrasse wird gestartet und dann geht es auf die Route, die du eben jetzt gezeigt hast. Jetzt ist es so, das ist ein grosser, ein alter Zürich-Brauch. Da gibt es einen Haufen Details und Insiderwissen, wo du dann quasi wirst heute uns versorgen damit. Wenn jetzt Zuschauer Sie daheim eine Frage haben an Reto Hänger, dann können Sie uns die zukommen lassen, auch über den QR-Code, den Sie unten eingeblendet sehen. Der lenkt Sie quasi dorthin, wo Sie Ihre Frage können angeben an Reto Hänger. Er wird sie bestens beantworten. Das geht auch sonst online über srf.ch/mitmachen. Wenn Sie eine 6-Leute-Frage haben, dann nur zu, stellen Sie es über diesen Kanal. Reto, du läufst schon seit manchem Jahr mit. Wann merkt man so, wie die Nervosität steigt? Das fängt ganz früh an, also eigentlich schon am Abend vorher. Wobei das zäuftige Wesen fängt am Mittwoch oder am Donnerstag vor dem 6-Leuten schon an, dann fängt es an zu pöpperlen. Und wenn dann der 6-Leuten-Marsch das erste Mal hörst, dann ist dann wirklich Zeit. Was heisst Pöpperle? Also fängt man an, das Kostüm parat machen, schaut man, hat man alles oder was läuft da? Es empfiehlt sich amigs. Also ich lege es immer so 2 Wochen vorher einmal an, um zu schauen, ob ich überhaupt noch reinkomme. Der Winterspeck und alle Mailänderchen noch dran sind. Einfach so, dass es dann auch funktioniert am Tag X. Es ist blöd, wenn es dann eben nicht passt. Bei den Zäufte Wiedeke bist du schon manches Jahr dabei. Was bedeutet dir persönlich 6 Leute? Man merkt, du freust dich jedes Jahr drauf. Was bedeutet es für dich in deinem Leben? Das ist der Höhepunkt des Jahres für uns Zäufter, wo wir hier auf den Auszug gehen können und miteinander können das 6 Leute das schöne Fest feiern, einander sehen. Und das ist für uns einfach der schönste Anlass im Jahr. Genau. Komm, wir reden noch ein bisschen über den Böck hinter uns. Ihm geht es ja dann um 6 Uhr an den Kragen, wenn alles gut geht. Gut geht heisst so schnell wie möglich, dass es ihm den Kopf jagt. Was ist das für dich als Zäufter für einen Moment, wenn es dann quasi ernst gilt, der Showdown sozusagen? Ja gut, also wir haben das letzte Jahr gesehen. Das letzte Jahr ist 57 Minuten gegangen. Also, aber wir haben auch einen super Sommer gehabt. Eigentlich müssen wir uns mal überlegen, je länger, je schöner. Weil so schön wie der Sommer letztes Mal war, haben wir es ja schon lange nicht mehr gehabt. Aber jetzt, wenn es natürlich knallt, dann wissen wir, es ist jetzt durch. Es ist Frühling, es fängt an, es geht in den Sommer rein. Das ist schön. Heute ist das Wetter mal so richtiges Aprilwetter. Also es hat schon Katzen gehagelt heute. Es hat schon gewindet. Es ist schon trocken gewesen. Im Moment gerade scheint die Sonne. Was ist eigentlich so das optimale Umzugswetter? Eigentlich so wie jetzt, also ein leichtes Lüftchen, das geht. Es ist trocken, es ist nicht kalt, nicht zu heiß. Unsere Gewändchen, die sind immer so gut bei um die 12 Grad rum. Also wenn es so gewesen wäre wie gestern, dann würde wahrscheinlich alles verschwitzt sein. Das wäre nicht so schön. Minusgrad sind auch nicht gut. Wir haben ja schon Schnee oder Matsch gehabt, ist auch nicht gut. Aber jetzt habe ich eigentlich eher heute ein bisschen das Problem mit dem Wind. Wir haben ja Sturmböen angesagt oder angekündigt von 80 Stundenkilometern. Das tut dem Böck nicht gut. Ich hoffe, wir können dann auch anzünden. Ja. Dann hoffen wir das Beste. Vielleicht tut es mir ja gut im Sinne, dass es ein bisschen schneller geht. Und das würde dann Richtung Sommer, hinsichtlich Sommer, wäre das vielleicht gar kein schlechtes Omen. Jetzt höre ich die
Die OFZ setzt sich langsam in Bewegung, beziehungsweise das ZZZ. Du wirst mit mir den Anfang kommentieren. Man sieht, die Sonne scheint über dem Limmat gegeben. Im Moment sieht es tatsächlich nach optimalen Bedingungen aus. Das Polizeiauto ist quasi das Zeichen der Eröffnung, oder? Genau, das ist das Zeichen der Eröffnung. Seht den e-tron, ja. Also es ist noch erstaunlich, dass wir jetzt ein Elektroauto haben, aber es ist der Wandel von der Zeit. So fängt es an und nachher gehen wir irgendwann dann ins 17. Jahrhundert zurück, wo dann die Stadtwächter kommt, oder die Stadtpolizei von 1750. Aber jetzt kommt gerade die Rittergruppe vom OKV und die machen eigentlich auch die Eröffnung mit. Das sind die Nachfolger von der berittenen Stadtpolizei. Die sind seit 2007 sind die da dabei. Früher hat es ja berittene Polizisten in der Stadt Zürich und die haben auch dort die Eröffnung gemacht. Und die Blauen da vorne, das sind eben die Nachtwächter, die mit ihren Gewehren, die da unterwegs sind, das sind die Stadtpolizisten. Früher, die haben auch immer, jede Stunde, haben sie angegeben und ausgerufen, dass es jetzt morgen um 2 ist oder um 3 und haben auch die Trunkenbolden, die es früher hatten, haben sie festnehmen und hinter Gitter bringen. Man sieht, es ist gut besucht. All die reservierten Sitzplätze sind besetzt. Im Moment ist auch die Sonnenbrille angesagt, es ist Glassewetter. So hat man es eigentlich am liebsten, am 6 Leuten. Was sieht man jetzt? Die Flaggen, die kennst du natürlich alle. Gut, das ist natürlich die Stadt Zürich-Flagge. Also meine, das ist ein Zürcher Frühlingsfest und von dem her siehst du das auch die Zürcher Fahne. Das ist das Banner von der Zürich-Fahne und von der Polizei, respektive auch vom ganzen ZZZ, wo dann hinten dran jetzt dann auch die Vorstadtsgemeinden kommen mit ihren einzelnen Bannern, aber das ist das ZZZ-Banner, das wir hier sehen. Zürich-Flagge voraus, so muss es heute sein. Das Limmat ist richtig voll. Man sieht, es geht nicht immer gleich schnell. Also, manchmal gibt es da ein bisschen gemächlichere Phasen im Umzug. Wer gibt denn da manchmal Schub zwischendurch? Also gut, jede Zoft hat ihren Zugchef und eigentlich haben die klare Vorgaben, dass sie auch schauen müssen, dass es zügig vorwärts geht. Es ist immer schade, wenn es lang geht, weil wir dann effektiv die letzte Zoft gar nicht mehr reinbringen, wenn der Böck angezündet wird. Und wenn du dann noch Kinder dabei hast, die das erste Mal dabei sind und nur noch schwarze Stängel sehen, haben sie nicht so Freude. Aber eben, man sollte ein bisschen zügig laufen, sagen wir. Und Stunde 15 für die 5 Kilometer, das ist angebracht. So sollte es eigentlich sein. Das ist etwa so durchschnittlich, wie lange das man hat im Schritttempo, wenn man die ganze Runde abläuft. 1 Stunde 15. Die ersten Trachten sind in Sicht. Ja, das ist die ersten Trachten, das sind aber die vom ZZZ. In der Mitte, der mit dem Zylinder, ist der Felix Boller, der Präsident. Und hinten dran all die Leute, die da das ganze 6 Leute mit ihm zusammen organisieren, auf Baustellen, Bewilligungen einholen. Also die haben einen riesen Krampf und die haben auch dieses Jahr wieder eine super Organisation gemacht. Der Felix Boller, den wir hier sehen, für ihn ein grosser Tag. Er ist ja quasi der oberste Organisator. Wie lange organisiert man so einen 6 Leute? Also auf der einzelnen Stube ist es lang, beim ZZZ fängt es eigentlich im November an und dann haben die aber regelmäßig, fast wöchentlich oder alle 2 Wochen sicher eine Sitzung, wo es um alles geht, das auf beide stellen. Da sehen wir bereits schon die Präsidentin vom Zürcher Kantonsrat, Silvi Matter, mit dem Herold, den sie dabei hat. Und Kantonsratspräsident von Appenzell-Ausserrhoden ist auch dabei, der Hannes Friedli. Und da kommt schon Knabenmusik, die sind schon lange unterwegs, die sind eigentlich schon seit vorgestern bereits schon immer auf der Piste. Und sie sehen auch noch recht munter aus, muss ich sagen. Aber sie haben es ist sehr streng 3 Tage lang und sind natürlich auch dabei, gehören dazu. Auf die gehen wir dann nachher auch noch ein. Du hast ja gerne Musik. Das werden wir dann etwa die thematisieren. Auch das Militär ist auch mit an Bord. Auch das Militär ist an Bord, hat da eine kleine Delegation dabei vor der grossen Banner, also vor der Banner von der Vorstadtsgemeinden, die da auch noch teilnehmen. Genau. Jetzt kommt ganz etwas Spezielles. Und die kommen zum 150-jährigen Jubiläum. Das sind eigentlich, wie soll ich sagen, das sind die Schützen 6. Darum sieht man auch vorne auf dem Hut, hat es ein 6 dort.
Und das ist heute das 660-jährige Jubiläum gefeiert mit diesen Gewehren. Das sind Vorderladergewehre, die uralt sind, nämlich aus 1842. Die funktionieren alle noch. Und die werden wir heute wahrscheinlich noch mal sehen. Die kommen auch am 1. August immer und schiessen da, tun also das Ganze auch eröffnen. Und wir werden es heute am Feuer wahrscheinlich noch sehen. Wir sehen es, die erste Gruppe, die zu Gast ist, läuft jetzt los. Das ist der Gastkanton Appenzell Ausserrhoden, mit dabei, mit einer grossen Gruppe von Leuten, Figuren, Eigenheiten, Traditionen. Das Jahr eben der Kanton Appenzell Ausserrhoden, der Zürichläu-Tanz quasi mit dem Appenzellerbär. Und damit wir da kein Quark erzählen, kein Kabis, heisst das auf gut Zürichdeutsch, haben wir uns einen profunden Kenner organisiert. Das ist der Historiker, der Stefan Sonderegger. Willkommen am 6. Leute. Danke vielmals für die Einladung. Sie lehren an der Uni Zürich, wohnen aber im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, kennen beide Welten. Gibt es mehr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Also, ein Unterschied ist der, dass wir das Kantonswappen haben, das Tier ist, wo heute ein einheimisches ist und der Zürichläu nicht. Aber es gibt Gemeinsamkeiten und beide sind ein Industriekanton. Also Ausserrhoden auch, was man vielleicht gerne nicht glauben würde, aber ist so, da haben wir sehr grosse Gemeinsamkeiten und auch beide reformiert traditionell. Dann wollen wir doch mal schauen, wie ihr euch präsentiert, euer Kanton, der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Umzug. Da sieht man schon mal die typischen Trachten. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Was hat es mit diesen roten Schielen auf sich? Also was wir hier sehen, ist die typische Sennentracht. Und zwar von den Bauern. Da ist da das rote Liebli, wo der Hannes von Wald da, wo wahrscheinlich will sagen, dass er ein grosser Mann ist und nicht ein kleiner, wie die Appenzeller immer gecancelt werden. Da ist das Brusttuch, da ist typische Häse von der Senne. Und die Bauern haben die schwarzen Hosen und wenn sie mal einen Alpaufzug sehen, dann sind die gelben Hosen gewesen. Und was wir jetzt hier sehen, da ist jetzt der Brauch, wo wir sehr stolz sind drauf in Ausserrhoden, da wären wir beneidet. Da ist nämlich das Klausen. Und das Klausen, da ist immer am alten Silvester, am 13. Januar. Und da hängt mit dem zusammen, dass da der alte Kalender ist vom julianischen Kalender. Und da hat man dann einen neueren. Und zu Urnest laufen immer am alten Silvester von Hof zu Hof. Und dort rollen und zaubern. Und zaubern, das ist eine typische Volksmusik vom Appenzellerland. Und die ist sehr melodiös, sehr stimmungsvoll. Das gehört zu dieser Klausen-Aktion quasi? Das gehört zu dieser Klausen-Aktion. Und da gibt es schöne Kleus und es gibt wüste Kleus. Und wir sehen dann am Schluss auch noch wüste und schön wüste Kleus. Jetzt haben wir die Schönen gesehen vorher, nehme ich an. Jetzt haben wir die Schönen gesehen. Und zwar mit der Rolle. Und die haben dann aber auch Schellen. Und was wir jetzt hier sehen, da ist ein Urnescherbloch. Wir haben beim Kinderumzug Kinderbloch gesehen. Da ist ein Holzerbrauch, könnte man sagen. Und auch da sieht man wieder, jetzt sieht man da die Senne mit den Gelen. Da ist ein Brauch, der wahrscheinlich zusammenhängt auch mit der Tradition vom Holzen. Da drauf ist der Schmied. Der wird gezogen von 40 Männern. Da sieht man sehr schön mit den gelben Hosen da. Und der Brauch, der ist auch sehr verankert im Appenzeller Hinterland. Ein Bloch wird am Schluss von dem Zug wird versteigert. Und ich könnte mir vorstellen, dass einem versteigert wird oder versteigert worden ist auf Zürich. Das ist eigentlich eine Ausnahme, weil die bleiben daheim. Ausser das hätte jetzt einen gegeben, der geht rund um die Welt. Soweit ich weiss, ist der im Moment in Australien und der wird dann dort gezeichnet mit Zeichnungen und so weiter. Und dann kommen die zurück. Ich habe es gesagt, die Delegation vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden ist sehr gross. Also etwa fast 600 Leute sind mit dabei. Das heisst, jeder 100. aus dem Kanton sei heute in Zürich. Stimmt das? Ja, da bin ich nicht so ganz sicher, wie das stimmt. Aber was wir jetzt hier sehen, da ist jetzt ein neuer Brauch, den wir hier haben. 1988 entstanden, Biedermeierfest in Heiden. Heiden, da ist das Appenzeller Vorderland und da ist dort, wo das Kurwesen heute noch verbreitet ist. Und was Sie hier sehen, Biedermeierfest, da hängt eigentlich mit dem zusammen, dass am 7. September 1838 ist das ganze Dorf abbrennt und ist wieder aufgebaut worden im klassizistischen Stil.
Und das war die Zeit von Biedermeier. Und Biedermeier, heute würde man sagen, ja, mittelständischer Vödelbürger, oder? Ja. Könnte man heute sagen. Biedermeier war so eine Parodie gewesen. Und da wird alle 4 Jahre belebt und hat eine grosse Dorfkultur und ist für mich eigentlich ein Beispiel dafür, dass so etwas eigentlich gut funktioniert. Im Übrigen Heide kann man sagen, ist der Ort, wo wahrscheinlich einer der berühmtesten Weltbürger beherbergt hat. Der war nämlich der Henri Dunant, der 23 Jahre am Ende von seinem Leben in Heide gelebt hat. Da sehen Sie den ehemaligen Präsident vom Biedermeier Verein. Und wir haben ja beim Kinderumzug die Biedermeier gehabt. Und da muss ich jetzt sagen, da sind die Rolle, da sind die Wüstenkleus. Also wir haben die Schönen und da sind die Schellenkleus von der Wüste. Und die ziehen wirklich am 13. am alten Silvester ziehen die von Hof zu Hof, tun zuerst dort mal vorrollen, schellen und dann zaubern. Und da ist eigentlich im ganzen Tal, dort im Hinterland, im Urnest, da ist so eine richtige Stimmung, die unheimlich ist. Woher der Brauch kommt, weiss man eigentlich nicht. Es wird oft gesagt, es könnte Austreiben sein von bösen Geistern. Das sieht man jetzt da. Die Masken, die sind wirklich sehr furchterregend. Aber es könnte einfach auch eine Aktion sein, wilder Mann. Und was ich mir auch könnte vorstellen, eine Protestaktion gegenüber der katholischen neuen Kalenderreform. Die Kalenderreform hat ja am Papst einführen und die Urnester sind reformiert. Strikt dagegen gewesen. Genau. Das sind jetzt wieder Sinne, die wir da sehen, also mit der Bauernhose. Und der traditionelle Ohrenringel. Der traditionelle mit der Ohrenschuhe, ja. Wie ist das eigentlich mit das Brauchtum wie verbreitet, verankert? Ist das im Kanton? Es hat eine sehr grosse Tradition, vor allem mit dem Appenzeller Hinterland. Also von Herisau Richtung Schwellbronn. Und das sind die Höhepunkte, die wir haben mit dem Klausen. Das ist sehr verbreitet und das Bloch auch. Und es hat jetzt eigentlich wieder zugenommen. Aber es ist auch so, dass wir auch neue Kulturformen haben. Also überhaupt ist Ausserrhoden ist kulturell, ist sehr innovativ. Also es gibt auch eine Ausserrhodische Kulturstiftung, die hat sich auch auf die Fahne geschrieben, dass das auch moderne, so bleibt. Ja, dass es auch verankert bleibt. Zum Teil so bleibt, aber auch moderne Kunst und Kultur soll auch gefördert werden. Ich danke Ihnen vielmals. Stefan Sonderegger, sind Sie zum 6 Leuten gekommen und haben mit uns den Start mitkommentiert. Danke vielmals und ein schönes 6 Leuten Ihnen. Danke, wünsche ich Ihnen auch. Ja, der Reto Hänger, der hat sich schon installiert in der Kabine. Weil jetzt geht es weiter mit der Zürcher Zunft. Und sag mal, Reto, die erste Zunft aus Zürich ist ja dieses Jahr die Zunft zum Campbell. Warum eigentlich? Ja, die Zunft zum Campbell, der gehört zu den 3 Zunften, die bereits schon auch viel Ross haben. Also Wiedeke, der Wegge und dann auch die Zunft zum Campbell, das sind die am meisten Ross haben. Und darum sind die das Jahr als Erste. Letztes Jahr sind sie in der Mitte gewesen, und nächstes Jahr dürfen sie oder müssen sie halt zuletzt laufen. Wiedeke ist jetzt die zuletzt, die werden wir heute wahrscheinlich im Fernsehen nicht mehr sehen. Und die Wegge sind das 14. Das rührt daher, dass eben die Rossmenge einmal so bestimmt worden ist von der Reihenfolge her. Und da sind wir schon mitten im Umzug rein. Und da kommt Stadtmusik Wiedeke, die wir da hören. Können wir mal hören, was die spielen. Da sieht man gerade den Ehrengast vom Campbell, das ist der Dr. Severin Dressen. Er ist der Direktor vom Zürich Zoo. Er hat quasi auch seine Haustiere da mitgebracht, weil sie sind ja am Kamel quasi fast verpflichtet. Und darum ist er auch jetzt als Ehrengast dabei, finde ich, das eine ganz schöne Geste. Er bringt ja seine 3 Kamele mit. Und man sieht da auch Campbell Zäufter. Jeder ist sehr individuell. Das ist eigentlich eine Kostümierung, die sie gemacht haben als Zeichen der Wertschätzung gegenüber von der arabischen Kultur.
Und so ist jeder anders. Das ist genau ihr Wetter heute. Hat sicher der eine oder andere noch die Sandalen an. Das sieht man jetzt halt nicht. Aber so sind sie unterwegs und so haben sie dann auch am Schluss ihren Dattelwagen. Reto, jetzt bin ich bei dir mit in der Kabine. Schön. Tatsächlich ist es richtig warm geworden für uns. So, wir kommentieren von da rein, von unserem Kabinchen, die nächste Zeit den Umzug für Sie live kommentieren. Sie können jederzeit auch eine Frage stellen an unserem Experten, am Reto Henger. Entweder über den QR-Code, den wir einblenden können, wo man nachher sieht, wo Sie direkt hergelenkt werden. Dort können Sie Ihre Frage eingeben oder dann über srf.ch/mitmachen. Man sieht es über den Zürich-Himmel. Im Moment sieht es nicht schlecht aus. Es hat heute schon ziemlich geregnet. Im Moment ist es schön trocken. Es geht allerdings ein ziemlicher Wind. Wenn es so bleibt, ist das vielleicht gar nicht schlecht für den Böck. Wenn es stärker wird, muss man dann allenfalls improvisieren. Genau. Da, wie gesagt, der QR-Code eingeblendet, falls Sie eine Frage haben an Reto Henger, die wir beantworten sollen, beziehungsweise der Reto dann jetzt das Smartphone zücken, den QR-Code scannen und dann dort Ihre Frage deponieren. Da kommt schon die Reitergruppe von der Zoft Hönk. Zoft Hönk, die bietet das Jahr wieder einen neuen Wein. Sie haben alle Jahre eine neue Weinprämierung. Sie haben also eine Weinprobe, von ihrem Weinberg quasi keltern und dann gibt es einen feinen Wein daraus. Also Sie sagen immer, es sei ein feiner Wein. Aber es ist eher eine Sache, dass man quasi um 6 Leute den eigenen Wein trinkt. Das ist, also wenn man schon einen eigenen Weinberg hat, dann sowieso, absolut, ja, das ist so. Und bei Ihnen ist vor allem auch noch wichtig... Ja, Sina, Musikerin als Ehrengast, genau. Und bei Ihnen sind 50% von der Zäufter wohnen also immer noch in Hönk. Das ist eigentlich die einzige. Und der Rainer Maria Salzgeber, Entschuldigung, das ist der Fernsehkollege, die beiden Walliser quasi zu Gast. Zoft Hönk. Übersät mit Blumen. Beide. Ganz genau, übersät mit Blumen. Es werden sich jetzt vielleicht ein paar Leute fragen, ja, jetzt haben wir doch das in der Zeitung gelesen, dass Sie Frauen aufnehmen. Das ist so. Sie nehmen Frauen auf und Sie haben auch 20 Frauen dabei. Meistens sind das Töchter, die da teilnehmen und die werden dann irgendwann auch aufgenommen, wenn sie die jeweiligen Bedingungen auch erfüllen. Das ist dann das gleiche Verfahren wie bei den anderen Zäuftern? Bei den anderen Zäuftern, ganz genau. Da kommt Musik. Musikverein Zürich Hönk. Wenn wir da gerade die Musik hören, kann ich noch schnell aufrufen, liebe Leute daheim, die zuschauen oder unterwegs. Schicken Sie uns Ihr Foto, wie Sie 6 Leute mitverfolgen. Woher und wie? Machen Sie ein Foto und schicken Sie es uns genau über den gleichen Kanal wie vorher. Also, wenn Sie mit dem Handy jetzt den QR-Code scannen, dann werden Sie dort hergelenkt, wo Sie Ihr Foto deponieren können. Also, wie feiern Sie 6 Leute oder schauen Sie oder erinnern sich daran, schicken Sie uns Ihr Bild. Wir sind gespannt. Wir haben offenbar schon 3, höre ich. Die können wir jetzt vielleicht schnell anschauen. Das ist schon mal die Crew, genau, das sind wir. Wir schauen, dass Sie daheim Ihre 6 Leute haben. Andere haben ihre Miniböck daheim. Dann geht es offenbar auch bald an den Kragen. 10 Leute, die voller Vorfreude sind, dass essbare Böcke haben. Und sie freut sich offenbar, dass es dann irgendwann losgeht. Wir sind zurück am Limagé vor dem Publikum, das zum Teil von weiter angereist ist. Viele natürlich aus der Stadt Zürich, die das Billett gekauft haben, um da quasi in der ersten Reihe zu sitzen. Die auf dem Bänkchen sitzen, die haben also Billett gekauft, um das Ganze vor Ort zu schauen. Ja, die Leute geniessen wieder das schöne Wetter, man sieht es richtig. Also. Ja, gestern war es schon so heiß. Heute Morgen hat es noch ziemlich geregnet, was es hat runter mögen. Jetzt sind es eigentlich optimale Bedingungen. Die Stimmung auf jeden Fall ist gut. Das ist der Weinprobewagen, da oben muss es ja eine gute Stimmung sein. Jetzt schon.
Es gibt Leute, die natürlich 6 Leute entweder als quasi Musikgruppe auf dem Wagen verbringen oder die auf dem Wagen mitfahren. Wer dürfte dort auf dem Wagen drauf? Also auf dem Wagen sind hauptsächlich die nicht mehr so gut zu Fuß sind, oder vielleicht gerade irgendeine Operation haben oder einfach nicht mögen heute, die gehen dann auf den Wagen. Sind meistens Ältere oder vielleicht auch Kinder, die auch nicht mehr mögen. Die nehmen dann dürfen das Päuschen machen. Genau. Aber es ist so. Also wenn man kann laufen, läuft man. Und das ist einfach dann quasi die Notlösung. Sie haben auch ein paar Appenzeller dabei, das sieht man jetzt da hinten gerade. Mit diesen ähnlichen Hosenträgern, wie sie heute auch der Böck hat. Mit diesen typischen Beschlägen drauf. Und da kommt der letzte Wagen, das ist der Abschluss von ihnen. Das ist der Fasswagen. Da sind auch Gesumpfzellen zum Teil da drauf. Und die kommen jetzt gerade hinten dran, laufen hinten an. Das ist der Nachwuchs von der Zunft-Hönk. Jetzt haben wir 2 Zunfte gesehen. Wer leitet eigentlich auch mit der Reihenfolge fest? Wer sagt, welche Zunft läuft zu welchem Zeitpunkt los? Oder in welcher Reihenfolge? Da gibt es ein Clearing, das da stattfindet, Anfangs oder Ende Jahr. Ende des letzten Jahres hat es stattgefunden. Dann kommt aus, wer wo mitläuft. Die gehen das Löschen ziehen, wie bei der FIFA, wenn es um Teilnahme geht, wer gegen wen spielt. Und da wird dann das ausgelöst. Und ein gutes Los hat zum Beispiel Schuhmacher und Gerber, die dürfen 2 Löschen ziehen und die nehmen dann einfach den besseren Platz. Zunft zur Letzi ist quasi an der Ritterstelle. Die haben das jetzt also ihr Löschen so gezogen? Die haben ihr Löschen so gezogen, genau. Und das ist auch gut, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt, bis eben auf die 3 Zunfte, die gesetzt sind. Und das ist jetzt die Zunft zur Letzi. Die haben dieses Jahr das 90-jährige Jubiläum. Und so auch ihre Musik, die wir dann nachher hören. Also, weil sie jetzt ein 90-jähriges Jubiläum haben oder eben auch sonst immer einen Haufen machen für ihr Quartier, haben sie dieses Jahr auch noch etwas ganz Spezielles dabei, was sie eigentlich nur alle 5 Jahre dabei haben, nämlich ihre Zehntenabgabe als Sujet. Die machen das dort in einem Pflegeheim und dann gehen auch die Zäufter verkleidet dort an in ihren Kostüm und machen die Zehntenabgabe, die Steuer, die dann quasi die Steuer entrichten. Das sind die Zäufter da von der Zunft zur Letzi. Ich musste das auch mal machen oder dürfen machen, so eine Steuerabgabe dort führen. Da muss man ein bisschen klönen und ein bisschen umeinander reden und dann kommt man dann wieder vom Vogt kommt man dann wieder etwas über und dann heisst es, du musst das oder das machen. Also es ist eine spannende Geschichte und vor allem auch für die älteren Leute mit dem Pflegeheim ist das eine riesen Unterhaltung. Ein bisschen eintauchen in eine Tradition oder ein bisschen Geschichtsunterricht live erlebt. Absolut. Für die Kinder ist natürlich auch sehr schön, vor allem für die Kinder. Wenn das Wetter gut ist und es nicht mit Unterbellerinen verschwinden, oder? Heute windet es richtig. Im Moment angenehme Bedingungen, sowohl für klein wie für gross. Das freut den Banner her. Wenn er ein bisschen Wind hat, dann sieht man nämlich das Banner immer schön. Ich meine, man sieht es jetzt auch schon an der Beflaggung in Zürich. Man sieht alles gut. Wenn es windstill ist, ja, sieht man da nicht so viel. Das ist jetzt die Harmonie von Zürich Altstädte, die eben auch schon seit Anfang an dabei ist. Seit 90 Jahren. Der Altbundesrat Hans-Rudi Merz. Nachher dann auch bei uns im Interview am Feuer. Wenn er dann die Zeitung vorkommt, er wird im Moment umarmt und mit Blumen beladen. Die Ehrengäste, wie werden die ausgewählt? Also die Zunft tut sich jedes Jahr wieder um Prominenz quasi bemühen.
Zoff, das macht eigentlich hauptsächlich der Zoffmeister. Das ist seine Aufgabe, das nimmt er auch wahr. Entweder über das Beziehungsnetz, das er hat, oder sonst schaut er schauen, an wen er rankommt, und dann schaut er dementsprechend auch ein bisschen schauen, dass er einen roten Faden reinbringt. Meistens ist auch noch jemand der Gastkanton dabei, selbstverständlich. Dass man das ist noch manchmal ein Wettstreit, dass man quasi so ein bisschen Jagd auf die Bundesrätinnen und Bundesräte. First come, first serve. Ja, alles klar. Bei den Bundesräten ist es so, dass ja nicht alle können einfach ein bisschen auf Zürich und einen Umzug können. Also da müssen ja ein paar schon rum sein. Also dieses Jahr ist ja jetzt ein Bundesrat dabei. Genau, der Albert Rösti, der und dann uns auch besuchen am Feuer, und vielleicht erspähen wir ihn dann auch noch im Umzug. Der ist ja bei euch Ehrengast bei der Zunft. Der ist bei uns Ehrengast, genau. Er ist zum Glück gekommen. Es sind ja andere Bundesräte ursprünglich eingeladen gewesen. Die konnten nicht kommen wegen der Session. Und er hat jetzt auch weg müssen für ein spezielles Telefon. Das sind die Lindy Hoppers, die wir hier sehen. Das ist eine Hommage an die 1930er Jahre. Der Tanzstil, weil die Gemeinde ja von der Zunft Letzi war 1934 und das ist der Tanzstil, den es dort mal gab. Sehr international, etwa so international wie 6 Leute, kann man sagen. Weil wir strahlen international aus. Per Livestream sozusagen. Goes international. Ohne Geoblocking. Also für alle, die am 6 Leute schauen sind und das vielleicht noch ihren Freunden im Ausland zeigen, das wäre der Weg. srf.ch/6 Leuten. Da kann man 6 Leute von überall her auf der Welt mitverfolgen. Da kommt die Eröffnungsgruppe, respektive die Reiter von der Zunft zur Meise. Das ist eigentlich die grösste Zunft, die es gibt in der Stadt Zürich, mit der grössten Zunftzahl auch, mit einem der schönsten Zunftzahl, kann man sagen. Sehr schönes Zuchthaus. Ja. Man sagt, es sei auch die reichste, ist das so? Das sagt man. Ich weiss nicht, auf was das gründet, dass das die reichste ist. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die viel Geld haben oder dass man sich da gross einkaufen. Was ist das Zuchthaus zur Weise, was man da gerade sieht? Oder das ist einfach ein sehr schönes Zuchthaus. Und ein schöner Saal, dort ist die Eröffnung von 6 Leuten am Freitag, wenn es losgeht mit der Begrüßung vom Gastkanton. Das findet dann dort statt. Und manchmal gibt was hast du sagen? Ich nicht unterbrechen. Sie haben sich auch am Wein verschrieben. Also sie sind auch die gerne Wein haben. Bei denen gibt es guten Wein? Bei denen gibt es auch guten Wein, absolut. Sie haben auch schon ein bisschen Wein gehabt da? Das sind jetzt, ich sage jetzt mal, das sind etwa 20 Zäufterzöhne, die da mitmachen. Und sie haben auch etwa 20 Zäufters Töchter, die da jetzt dabei sind. Sie haben das Gleiche genau, dass sie auch sich öffnen gegenüber den Frauen und haben da einen ganzen Haufen Junge dabei. Also der Nachwuchs ist bei denen auch gesichert. Das war jahrelang ein Thema, die Öffnung, oder beziehungsweise eben kein Thema, die Öffnung von Frauen. Was hast du das Gefühl, hat jetzt dazu geführt, dass man findet, doch öffnen wir auch für Frauen? Das ist einfach, ich glaube, es ist auch der Wandel von der Zeit. Da macht man jetzt auf und das ist die Töchter, die sagen, ich will nicht nur einfach Blumenmädchen sein oder ein bisschen mitmachen, sondern ich will da auch ein bisschen mehr dabei sein. Und wenn man da aufmacht, ja, dann macht man auf. Das ist jeder Zunft, ist das in dem Sinn so überlassen. Und wir haben ja immer Frauen dabei. Also, genau, aber es ist vielleicht auch ein Zeichen, dass Frauen auch hier in der Geschichte ein bisschen mehr Rolle gespielt haben als... Ja, vor allem bei der Meise. Genau. Reto, wir haben ja aufgerufen, dass man Expertenfragen einreichen kann. Jetzt haben wir eine Frage bekommen von Severin Brunner aus Zürich. Also, wie wird man Mitglied in einer Zunft, wenn man nicht familiär hineingeboren wird? Dann kann man entweder eine Tochter heiraten, später wird es dann eine Tochter heiraten, ganz einfach. Oder später wahrscheinlich dann einmal irgendeine Liaison eingehen, ganz genau. Oder dann eben, wir sind ein Quartierzunft, bei uns kommt man auch rein, wenn man zum Beispiel im Quartier verankert ist, ein Geschäft hat im Quartier, Leute kennt im Quartier. Bezug zum Quartier, eine Verbundenheit zum Quartier. Wir haben noch eine zweite Frage, die an dich reingekommen ist, von der Marianne Schönenberger aus Bachen-Bülach. Wird eigentlich nach dem 6 Leuten immer noch grilliert auf der 6 Leuten Wiese?
Früher hätte man sich das dürfen, also die glühende Kohle rausholen aus dem Feuer und dann eine eigene Wurst grillieren. Genau, das ist immer noch so, ganz genau. Man darf aber nicht einfach die Kohle selber rausholen, dann hat sie solche mit so ganz langen Schaufeln. Und wenn man dem dann ein Bier gibt, dann holt er einem ein Schäufchen von Kohle und dann kann man dort seine Wurst bröteln. Genau. Man stellt sich das einigermaßen romantisch vor, aber ich habe das auch schon gesehen. Also wenn der Polizei quasi das Feuer freigibt, dann ist ein ziemlicher Run auf das. Ein riesen Run dort. Also ich habe es selber noch nie gesehen, weil ich ja zäuftig anders unterwegs bin, aber es muss ein riesen Run sein. Ja, ich habe das schon gesehen, da wird also gesprintet. Was hast du? Da, die meisten Zäufter immer noch da, in den Rocco-Kostüm, mit warmen Perücken, sage ich jetzt ja, mal. Die gibt nie wärmer weder im Sonnenschein. Ja, absolut. Wentaler Trachten. Frauen, genau, das sind Töchter in den Wentaler Trachten, oder dann haben sie, wenn sie keine Trachten haben, ein Döppies an, wie wir bei uns bei den Gästen Pinguinen. Aber das ist jetzt da, haben sie die Wentaler Trachten, und fast alle habe ich jetzt gesehen. Ja, da mögen schon die Kleinsten mitlaufen und Blumen tragen. Die können ja richtig schwer werden, das weisst du als Zäufter. Je länger man unterwegs ist, desto mehr werden es Blumen. Und, am Anfang ist noch Ring, und dann, wenn man dann gegen den Platz führen kommt, dann wird es dann richtig schwer, und dann ist man dann auch froh, wenn man sie mal ablegen kann. Das bedeutet natürlich, dass einem die Leute Rosen bringen oder einen Blumenstrauß bringen, aber es kann also recht schwer werden. Ja. Man merkt es am Tag drauf auf alle Fälle. Ah, das ist auch noch ein bisschen Fitness-Einheit. Das ist ein kleines Workout. Für den Bizeps. Genau, da kommt so auf die Oberstrasse. Die haben wir das letzte Jahr nicht gesehen am Fernsehen, das weiss ich noch, weil die sind relativ weit hinten waren. Genau. Reitergruppe voran. Was man da jetzt auch gut sieht, ist die Reitergruppe, wo auch die Helfer rechts und links von der Ross mitmachen. Das ist auch vom Sicherheitsdispositiv, damit die Ross nicht irgendwie ausbrechen können, sind die auch geführt. Die zwei jetzt nicht, die hat man schon gut im Griff. Ist das ein Stressmoment für Ross, sagen jetzt mal im Menschenauflauf? Nein, nicht einmal. Oder ist das eine Sicherheitsmaßnahme für Leute, die vielleicht nicht geübte Ritter sind? Das Problem ist eben, dass Zuschauerinnen und Zuschauer dort am Strassenrand einfach auf die Leute losrennen und das Ross dann vielleicht könnte verschrecken. Das Ross selber, solange es laufen kann, ist ja das Fluchttier. Wenn es Fürschen geht, ist das für das Ross gut. Aber eben, wenn dann Leute... Wenn es der Situation ausgeliefert wird, genau. Für das braucht es also so Begleitleute. Ja. Sie stellen das Jahr auch den Pip, den ihr Zoffmeister, der Martin Burger. Der Pip ist der Primus inter pares, das ist eigentlich der oberste Zoftmeister, der auch für die Zoftmeisterversammlung einladen. Und wenn irgendetwas Spezielles ist, wie jetzt bei der Eröffnung zum Beispiel, dann tut er auch die Eröffnung vom 6 Leuten eine Rede halten. Das ist Musikverein Harmonie Oberstrasse, und die sind auch schon... Da lassen wir doch mal ein bisschen rein. Da mit dem Banner sieht man auch noch 3 Singstudenten, die auch immer teilnehmen. Die sind auch ein fester Bestandteil, die sind auch dabei. Oder ich weiß nicht, welche Studenten, aber ich habe das Gefühl, das sind Singstudenten. Du hast es vorher angetönt, es gibt das eine sind Berufsgruppenzäufte und das andere sind eben die Quartierzäufte. Was ist da der Unterschied? Also die historischen, wir reden von den historischen Zäuften, das sind 11 Zäufte und eine Gesellschaft, und das sind eigentlich die Handwerkerzäufter. Und nachher irgendwann sind dann Quartierzäufte dazugekommen, das sind deren 14, sprich wir haben am Schluss 26 Zäufte. Aber die erste Zäufte, die es gegeben hat, das sind Kunststoffer gewesen, die eigentlich mit der Braunschen Zumpfverfassung das Ganze dann auch gegründet haben. Wenn dann die Kunststoffer kommen, kann ich dann noch etwas dazu sagen.
Es wird warm mit der Sonne. Das ist Sauna-Bötli. Es gibt 2 von denen im Zürichbecken unten. Die kann man mieten. Die kann man mieten, genau. Für die kleine Erfrischung, genau. In 12-gradigen Zürichsee dazwischen. So, die grosse Frage, du weisst es, wie lange geht es, ein Rettahänger, bis es am Böck den Kopf vertätscht. Letztes Jahr haben wir sagenhafte und rekordhohe 57 Minuten gehabt. Wir setzen alles daran, dass es dieses Jahr weniger ist. Sie können mittippen, liebe Leute, daheim. Entweder gehen Sie per Handy jetzt über den QR-Code auf unser Portal, wo Sie können Ihre Tipptour eingeben können. Wie lang geht es, wie viele Minuten und Sekunden, wie lang geht es, bis es dem Herrn da auf dem Scheiterhaufen am Schluss den Kopf verjagt. Wir stoppen genau. Die Leute tippen mit und durchschnittlich tippen die Leute so auf 20, 25 Minuten. Also man ist sehr viel optimistischer nach letztes Jahr etwa rund 4000 Leute höre ich aus der Regie, haben schon ihren Tipp abgegeben. Machen das auch Sie. Gehen Sie mit dem Handy über den QR-Code, den Sie eingeblendet sind, dort scannen, dann kommen Sie auf das Portal. Oder es geht auch per srf.ch/mitmachen. Geben Sie Ihre Tipptour ein oder Ihre zeitliche Tipp ein, wie lange es geht, bis es einem Böck den Kopf jagt. Je näher Sie dran sind zeitlich an der tatsächlichen Brennuhr, desto eher kommen Sie in Genuss von dem Preis, der am Schluss verlost wird. Jetzt sehe ich gerade, dass da ein riesiges Loch gibt. Was ist da los, wenn es ein riesiges Loch gibt? 2 Möglichkeiten. Entweder wegen der Regierungsrätin Nathalie Rickli oder auch wegen dem Landemann von Yves Noel Balmer von Appenzell, Ausserrhoden. Genau, wo wir immer den Unterschied machen übrigens, gell? Genau, absolut. Und der ist also seit dem Mittwoch auch schon auf der Piste. Ich meine, der ist jetzt wahnsinnig aktiv und hat da alles so mitorganisiert, ritt überall. Er war auch gestern am Käferfest gewesen. Käfer, das sind die am Kinderumzug die Kinder im Zaun halten und wieder heimbringen, die richtigen Eltern übergeben. Genau. Und das sind alles 18- und ältere-Jährige und er ist dort an dem Fest auch dabei gewesen, hat da voll mitgemacht. Das ist wirklich sehr spannend. Ja, der Showdown, muss man vielleicht sagen, ist ja dann am 6. Also quasi auf den 6. Schlag, ganz exakt, da kennen wir nichts. Wenn es beim St. Peter, dieser Uhr, dieser Kille, gerade am Limmat geben, wenn diese Uhr, man sieht es hier eingeblendet, wenn die 6 schlägt, dann wird der Scheiterhaufen angezündet und dann eben zählen wir die Minuten und Sekunden. Wie lange geht es, bis er brennt, beziehungsweise bis es in den Kopf verjagt. Und das weisst du sicher, gell, Reto? Da im Hals steckt offenbar der lauteste, der krasseste Böller. Dort ist der krasseste Böller drin. Dass man dann auch weiss, ja, wenn es ernst gilt. Genau, ist aber nicht mehr so laut wie auch schon. Es gibt jetzt ein neues Gesetz seit Anfangsjahr. Da ist das reglementiert und da hat sich auch der Lucky daran halten. Böckbauer. Genau. Hat da, also nicht einfach etwas dürfen rein tun. Es gibt auch da Einschränkungen und er hat sich natürlich daran gehalten. Ich bin dann gespannt, wie laut das es dann wirklich ist. Ja, wir werden es dann merken und mitbekommen. Es ist immer alles auf der Beine in der Stadt Zürich, vor allem an einem schönen Wetter, am 6. Leuten. Dann ist immer sehr viel los. Also Leute, die aktiv dabei sind natürlich und vielleicht ihre Familie gehen besuchen oder gehen Blumen bringen am Umzug. Aber auch Leute, die vielleicht gar nichts zu tun haben mit dem 6. Leuten. Es ist immer relativ viel los. Die Stadt ist abgesperrt, weitestgehend, also das Zentrum natürlich. Und da ist man zu Fuß unterwegs und dann ist wie alles auf der Beine. Dann ist alles auf der Beine. Also es sind wahrscheinlich jetzt bei dem Wetter, schätze ich jetzt mal 70'000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Beine und ohne da die wir auch noch am Fernsehen sehen, aber alle zusammen sind also wirklich... 10'000. Und gestern im Kinderumzug ist auch wahnsinnig viel los. Das ist eigentlich noch gemein, weil ich glaube, der Kinderumzug sehr viel häufiger Regen hat als eigentlich der Umzug der Erwachsenen. Jetzt dieses Jahr
Kommen wir offenbar beide trocken durch. Können wir beide trocken durch. Wobei ich habe gemerkt, dass den Kindern ist es amigs noch gleich, wenn sie ein bisschen reinregen. Die merken das wir nicht. Die sind in einem anderen Film daheim. Und wir denken dann amigs, ja, Kind, schade, dass es jetzt dort regnet. Aber Manchmal möchten die Allerkleinsten schon mitlaufen. Wie man sieht. ja, definitiv. Ja, es geht nicht lang. Ab 3-4, mit 3-4-Jährigen kann man schon mitmachen. Eben mit der Option, dass man dann vielleicht gedreht wird oder zwischendurch. Da sieht man unsere Kamera, den Kran, wo SRF Bilder einfängt für sie. Und die Mutter, die den kleinen Knobel einfängt. Genau. Dann so, So, jetzt geht's weiter. müssen. Jetzt ist also, ja, das ist eine rechte Lücke, die sie hier machen. Und man sieht auch, das sind 2 Fähne da. Also es ist ein Gerber Schuhmacher, das sind ist eine Vereinigung von 2 Zäuften. Weil ursprünglich, wo Kunststaffel angefangen hat, die Zäufte zu gründen, das sind Ritterleute gewesen, und das sind 13 Ritterleute gewesen, und die haben, oder Edli, die haben das angefangen gründen und aufbauen, und bei den Gerber und Schuhmacher die haben sich dann einmal vereinigt zu einer Zunft. Also eine Fusion ist das quasi. Das ist eine Fusion, genau. Bei ihnen ist es so, dass sie einen stillstehenden und einen aktiven Zunftmeister haben. Dieses Jahr ist jetzt der aktive Zunftmeister der Felix Huber von den Schuhmachern. Darum kommen die Schuhmacher zuerst. Also die übernehmen gegenseitig quasi das Ämtchen alternierend. Ganz genau richtig, ja. Da gibt es Rotgerber, Weissgerber, die da mitmachen, oder eben einfach die Pergamenter, Schuster. Das sind die Berufsgruppen, die sie ursprünglich aus der Historie einfach als Handwerkszunft mitbringen. Wir haben es vorher ein bisschen gehabt. Es gibt, wie gesagt, die Quartierzäufte und es gibt Zäufte, die aus dem Gewerbe heraus entstanden sind. Wie viele bei diesen Gewerbezäuften haben die Leute, wie viele Leute sind da drin, die noch tatsächlich eine Verbindung haben, zum Teil auch zu diesen vielleicht alten Berufen? Also, was ich weiss, ist gerade bei den Wecken, dort hat es sehr viel Zäufte zum Wecken, dort hat es viele Bäcker, die noch dabei sind. Bei den Schmieden ist ein Schmiedemeister dabei, und bei den anderen, zum Teil bei den Metzger, hat es auch noch ein paar dabei. Aber sonst ist eigentlich das ein bisschen, die Schuhmacher wüsste ich jetzt nicht, dass ein Schuhmacher dabei. Wir haben gerade eine aktuelle Frage. Ja. Genau zu dem Thema, das reingekommen ist vom Jürg aus Zürich. Bei welcher Zunft sind die Bauzeichner und die Architekten? Die sind, so wie ich weiss, bei den Zimmerleuten. Das sind die auch Dachstöcke gemacht haben, und dort hat es auch Architekten drin und Bauzeichner. Wenn Sie eine Frage haben an Reto Hänger, was auch immer, also natürlich rund um 6 Leute sollte es sein, dann er ist unser Experte, weiss praktisch alles, was mit dem 6 Leuten zu tun hat. Können Sie das machen, da per QR-Code oder auch über srf.ch/mitmachen. Wenn Sie eine Frage haben im Zusammenhang mit dem 6 Leuten, dann kann Sie den Reto Hänger ziemlich sicher beantworten. Der Schuhmacher hat eher eine grüne Scheibe an, und der Gerber hat eine Lederscheibe an. Das ist, so sagt man, ein bisschen der Unterschied von denen. Ihnen ist auch ein bisschen speziell, sie haben keine Reiter. Das sieht man, hat man vielleicht gar nicht festgestellt, aber sie haben keine Ross. Die Kenner sehen das natürlich, du merkst es sofort, und du weißt es natürlich auch. Oh, da ist jemand mehr. Das ist eben... Wieso haben jetzt die zum Beispiel keine Reiter und andere schon? Das ist einfach so gewachsen. Also, vielleicht haben sie irgendwann einmal Reiter, vielleicht jetzt auch nicht, aber es gibt 6 Zäufte, die gar keine Reiter haben. In dem Sinne sind es 20 Zäufte, die auch ums Feuer herumreiten. Also es ist nicht bedingt, dass man Ross dabei haben. Aber dann ist man einfach beim Umritt nicht dabei? Dann ist man auch beim Umritt nicht dabei, ganz genau. Den kennen wir auch rechts. Ja, statt ehemaliger, nein, natürlich aktueller Stadtrat, der Filippo Lüttenegger und Regierungsrätin Nathalie Rickli nebendran. Sie sind die beiden Ehrengäste. Auch schon ziemlich beladen. Und da rechts unten der Felix Huber, der amtierende Zunftmeister.
Da der Weibel und eben, ganz genau, da ist der Landmann Yves Noël Palmer. Er wird dann heute seinen grossen Moment haben am 6, weil er ist der quasi dann, nicht nur quasi, er ist der am 6 wird das Feuer anzünden. Auch er ein Ehrengast. Jetzt hören wir die Musik zu da von der Fischlisbach, Musikgesellschaft Fischlisbach. Da hat es dieses Jahr noch einen Running Gag gegeben mit dem Yves Noël Palmer, weil der Yves Noël hat am 24. Dezember Geburtstag. Tatsächlich? So gut. Da der Horst. Was gehört auch dazu? Schau, du kannst da kommentieren, was das für ein Wagen ist. Vielleicht Genau. weißt du das gerade. Ja, das ist, FF, ja gut, das ist der Schuhmacherstiefel, den sie da haben. Den haben sie vor ein paar Jahren haben renoviert, aber das ist jetzt quasi der neue Wagen, den sie da haben. Dreht sich sogar. Ja, wenn die Kinder dort drüllen, dann dreht er sich, genau. Also der Zürich-Loi und der Schuhmacherstiefel. Stiefel. Gut, der Loi steht natürlich auch für die Gerven. Also in dem Sinn ist das eigentlich das Gerven-Schuhmacherzeichen, das sie auch in ihrem Softwaffen haben. Das ist wieder groß. Schön 6 Leute, das sagen sich alle, die sich heute hier in der Innenstadt begegnen. Das gehört ein bisschen dazu. Das wissen schon die Kleinsten, wie man hört. Und was eben da gar nicht geht, einfach gleichfalls wünschen, das gar nicht. Man sagt dann auch schön 6 Leute. Eben, das ist ja so ein bisschen die Regel, gell? Genau, das ist die Regel. Und da kommt schon die Gesellschaft zum Kunststaffel. Auch sie jetzt wieder mit Reiter. Aber sie sind eigentlich die erste Zunft. Darum werden sie auch immer bei den Begrüßungen zuerst erwähnt. Obwohl sie gar nicht Zunft, sondern Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft, genau, weil sie eben auch zusammengewürfelt sind. Sie haben alle ganz viele verschiedene Berufsgruppen zusammengenommen und in dieser Gesellschaft dann in dem Sinn zusammengezogen. Da ist Frau Moisterfrau, die auch eine mitreitet. Ich habe das letzte Jahr, glaube ich, gesagt, Kunststaffelfrau, es ist natürlich Frau Moisterfrau, absolut, die da mitmacht, die ein ständiger Gast ist bei der Kunststaffel. Gerade da hinter dem glänzigen Helm. Der Auftrag der Kunststaffler aus der Geschichte war auch, dass sie Stadtbanner von der Stadt Zürich bewachen. Das sind dann auch die da, die natürlich da mitbewacht haben, die auf unsere Zürich-Fahne geschaut haben. Man sieht es ja bei vielen so oft, dass mit Sachen, ob jetzt ein Fisch oder eine Waffe oder etwas aus dieser Zeit, was da getragen wird, ist eigentlich klar, ist das klar zugeteilt, wer da was trägt, wird das ausgelost? Wie läuft das? Ja, also zuerst kann man mal auch sagen, was man überhaupt Interesse hat, je nachdem, ob es dann möglich ist, ob es dann gerade frei ist und sonst wird es einem zugeteilt. Ja. Bei den Schmieden, da hat jetzt jeder einen Hammer oder so, das ist der Armeechef Süssli. Thomas Süssli, genau. Dann auch noch zu uns als Feuer.
Richtig, wegen ihm hat es jetzt da auch wieder etwas Spezielles dabei, nämlich die Berner Dragoner. Das ist eine kleine Formation, wir haben vorher ja eine kleine Reitergruppe gesehen, die ist wegen ihm da. Er hat die mitnehmen und darum haben sie die auch eingeladen. Das ist historisch, mit historischen Uniformen. Die werden aber nicht ums Feuer reiten. Ist das üblich, dass Ehrengäste auch einen Teil quasi, sagen jetzt programmlich noch so etwas mitgestalten können? Sagen, ich komme mit Figuren oder ich komme mit einer kleinen Reitergruppe? Wenn er den Wunsch äußert, dann kann er den mal an den Zoffmeister stellen. Vielfach schaut man schon, dass man auch so einen Wunsch kann erfüllen kann, vor allem wenn es ein Ehrengast ist. Thomas Süssli hat letztes Jahr bereits schon auch so einen Wunsch gehabt und hat eine spezielle Delegation dabei gehabt. Darum hat es mich jetzt dieses Jahr auch nicht gross verwundert, dass er wieder etwas dabei hat. Ich bin dann gespannt, ob die paar, was sind es glaube ich etwa 10 Reiter gewesen, ob die wirklich ums Feuer reiten oder nicht, das wollte ich dann noch wissen. Aber es, ja, kann jeder wünschen, wenn er etwas hat, etwas Spezielles. Und da hören wir jetzt in die Spielsektion vom UOV, das ist das Kunststaffelspiel. Die Musiker sind alle ein fester Bestandteil vom Umzug. Was einfach fix dazugehört, ist der 6-Leute-Marsch. Wie schaut man, dass jetzt nicht alle immer den 6-Leute-Marsch spielen, dass das quasi dazugehört, aber dass es da auch noch Abwechslung gibt, dass auch andere Stücke gespielt werden? Also da vor der Fernsehkamera ist es klar zugeteilt. Da sagt man, wer darf den 6-Leute-Marsch spielen, das ist 13, also Nummer 13, die dann kommt. Die spielen den 6-Leute-Marsch. Weil sonst ist es langweilig für Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Am Umzug selber ist es individuell. Da wird er etwa 5-6 Mal gespielt. Auf dem Kilometer. Und es kann also schon sein, dass man vielleicht an einem Ort sitzt, wo man ihn dann nicht einmal hört. Aber gehört natürlich als klarer Bestandteil dazu. Das ist das ist quasi der Soundtrack von ganz genau. Von dem Fest. Genau. Da sieht man eine Wildsau. Das war eine echte Wildsau, die sie da rumtragen, respektive der Rest davon. Das war mal ein Geschenk von der Rita Furrer, die sie gemacht hat. Und die gibt es immer noch. Die wird dann in Estrich aufgetan und wieder vorgenommen für den Umzug. Konserviert und jedes Jahr wieder vorgenommen. Immer die gleiche Wildsau, genau. Was passiert mit all diesen Kostümen zwischen den 6 Leuten? Werden die gereinigt aufbewahrt? Das sind ja zum Teil auch sehr alte Stoffe, ältere Materialien. Die werden die gepflegt und quasi wieder in den Schuss gebracht. Die werden eingesummert, sage ich auch. Also die gehen zuerst mal in die chemische Reinigung, wenn es nötig ist, und dann tut man die bei sich daheim lagern und eben 2-3 Wochen vorher vielleicht einmal probieren. Echt probieren. Genau. Da kommen die Frau Meisterfrauen, das sind die ewigen Gäste von der Kunststaffler. Bis 2030 wird das wahrscheinlich so sein und dann schauen wir dann, wie es weitergeht. Auf alle Fälle sind die ein fester Bestandteil. Früher auch immer grosse Diskussionen, heute redet niemand mehr darüber. Sie gehören einfach zum Umzug dazu. Und sie feiern dieses Jahr auch eine spezielle Geschichte, nämlich sind ja Frau Meisterfrauen. Frau Meister ist vor 500 Jahren genau übergeben worden von einer Näptissin an die Stadt Zürich. Und zu Ehren von dieser Geschichte haben sie jetzt für jedes Jahrhundert sie eine einzelne Frau ehren, machen schon nur eine pro Jahr und jetzt das Jahr sind es 5. Das ist die Schweizer Frauenmusik an Koch.
Hat es immer gegeben, hat es mehrere Zunfthäuser. Also da gewunken wird aus dem Zunfthaus Zimmerleuten. Jetzt wechselt man natürlich mit der Kamera schnell auf den Wagen. Perspektivenwechsel. Sehr gemütlich hier. Sieht gemütlich aus, schön am Schatten. Mit einem Loch im Tisch für die Flaschen. Genau. Praktisch. Die Zunfthäuser, die man hier eigentlich sieht, weil wir ja auch unsere Kameras installiert haben. Das Zunfthaus zu Zimmerleuten, da wird daraus rausgewunken. Also die sind quasi wirklich in der ersten Reihe, wenn man so will. Zur rechten Seite genau, nebendran links ist dann der Rüde. Der Rüde, genau. Ja, der Saal ist ja immer noch einigermaßen neu, wenn man quasi die ganze Lebensgeschichte von dem Zimmerleutensaal anschaut. Das hat ja vor einigen Jahren ist das praktisch ganz abgebrannt. Und man hat es historisch eigentlich haargenau wieder hergebracht, wie es vorher war. Und die Kunststoffe, die wir vorher gesehen haben, das sind eben in dem Haus zum Rüden, wo wir auch jetzt gesehen haben, mit dem Bund drauf, da mit dem Roten, das ist ihres Daheim dort. Das ist Zimmerleuten, das Haus quasi hat brennt und direkt der rote Hund nebendran, das ist der Rüde. So, jetzt gibt es eine kleine Mini-Pause im Umzug. Das gibt mir kurz die Chance, zu sagen, wir haben Bilder bekommen von Zuschauerinnen und Zuschauern, wie die 6 Leute feiern. Da wird zum Beispiel in einem Pflegeheim 6 Leute geschaut. Das ist wahrscheinlich im Gärenholz in Wiedeken, so wie es aussieht, wenn dort die Wiedeken-Fahne weht. Da hat jemand einen eigenen Böck gebastelt im Garten. Mal schauen, ob es dann dem auch um 6 an den Kragen geht. Und auch hier, in einem Pflegeheim, offenbar in Bülach, wird da mitgeschaut. Der Böck kann offenbar auch weiblich sein. Der ist offenbar, sie steht in Wassensdorf. Da haben wir einen Mini-Böck. So ein herziges Feuerchen im Vergleich zu unserem, da 6 Leute Platz. Aber man kann auch, wenn man nicht in der Schweiz ist, den Böck schauen. Also da wird eben in Frankreich, höre ich aus der Regie, auf einem Hausboot wird 6 Leute geschaut. Oder sogar im Militär. Mit schauen und sogar inklusive Mini-Böck. So, wir sind zurück im Umzug. Wenn auch Sie ein Bild haben, wie Sie 6 Leute mitverfolgen, schicken Sie es uns über srf.ch/mitmachen oder über den eingeblendeten QR-Code. Da sind wir jetzt bei der St. Niklaus, das ist ein Quartier Zunft. Sie kommen aus Oerlikon, Seebach, Affoltern. Sie haben eine riesige Reitergruppe dabei, die wir nachher dann sehen. Also sie haben 28 Reiter. Ich staune eigentlich, wie viele Reiter da dabei sind. Ja, der Altbundesrat Ueli Maurer als Ehrengast. Das ist natürlich so, Bundesrätinnen, Bundesräte, Altbundesräte, das gibt immer einen kleinen Stau. Oder? Die werden besonders, die kommen besonders viele Blumengrüße. Und da sieht man auch, wie schön dass wir in der Schweiz haben. Ich meine, da kannst du einfach durch die Straße laufen und kommen fremde Leute auf dich zu und du musst nicht einmal Angst haben. Und er kommt natürlich gern. Er ist ja jedes Jahr irgendeinem 6 Leute dabei. Er ist ein bisschen Dauergast. Er ist ein Dauergast, genau. Mit Silvio Steiner, Mario Fehr. Das sind so Dauergäste. Ja, er war natürlich auch mal Zürcher Regierungsrat. Er ist schon lange im Kanton Zürich verankert. Genau. Stadtharmonie Zürich-Oerlikon-Seebach, wo auch schon seit der Gründung von der Zunft St. Niklaus dabei ist. Und
hier einen vierspännigen Wagen, der eigentlich die Bruchrechnung symbolisiert von der Kiburg, wo man früher auch seine Steuern abgegeben hat. Das ist die Vorsteherschaft, die hier zu laufen kommt. Sie haben relativ viele Gäste aus Olten dabei dieses Jahr. Also Stubenaren sind dabei, Zopfmeister von der Hillary Zopft, von Olten ist auch dabei, oder die sagen gerade Zopft. Die sind alle unterwegs Richtung 6-Leute-Platz, wo es dann am 6 am Böck an den Kragen geht. Die Frage ist ja, wie lange geht es, bis es in den Kopf verjagt, weil je schneller es in den Kopf verjagt, desto schöner, sagt man, wird der Sommer. Genau, noch steht er da ganz unversehrt zuoberst auf dem Scheiterhaufen, aber am 6 geht es dann halt, geht's ihm dann halt an den Kragen. Wie lange geht es, bis es in den Kopf verjagt? Tippen das Sie mit. Entweder scannen Sie den QR-Code, den Sie hier eingeblendet sehen, oder über srf.ch/mitmachen. Geben Sie Ihren Tipp ab, wie lange geht es, bis es am Böck den Kopf vertätscht. Im Moment ist der Durchschnittswert, und die Leute denken so zwischen 20 und 25 Minuten. Wir werden es sehen. Also ich bin da wesentlich optimistischer. Ich bin auch ein bisschen optimistischer, vor allem, dass man sieht es im Moment noch nicht so, aber es windet tatsächlich schon deutlich mehr als vielleicht noch vor einer halben Stunde. Man sieht es jetzt ein bisschen da beim Banner von der Zunft zu Zimmerleuten. Der Wind nimmt zu, das kann ja helfen beim Feuer. Genau, das sind die Reiter da von der Zunft zur Zimmerleuten. Die sind auch froh, haben sie mal nicht den schweren Ledermantel an. Immer wenn es ein bisschen feucht ist oder regnet, haben sie ganz einen schweren Ledermantel an, wo sie alles aufsaugt. Das ist dann recht. Der wird dann richtig schwer, wenn es regnet. Der wird dann richtig schwer, ja. Da der Dachstuhl, den sie da tragen, vor allem das sind ja immer Junggesellen, das sind Gesellen oder Jungzäufter, die dann das tragen dürfen. Oder müssen. Ist auch eine historische Zunft aus dem Handwerk. Eben vorher habe ich ja gesagt, Architekten, sind aber auch Ingenieure dabei, Maurer, Wagner, Steinmetzer, Zimmerleute, also alles, was so an Handwerk drin ist in diesen Zimmerleuten. Das ist der Stachstuhlwagen, den sie hier auch noch dabei haben. Wo werden die Wege zwischengelagert, bevor es dann wieder vorgeholt werden für 6 Leute? Ich glaube, das ist für jede Zunft ein bisschen das Problem. Also gerade bei uns jetzt in Miediken, wir haben 2 Wege und die Wege, die müssen jetzt irgendwo auch eine neue Bleibe suchen. Ist noch schwierig, dann im Quartier etwas zu finden. Wir sind im Moment noch nicht fündig geworden. Aber es ist halt schon, ich meine, das sind zum Teil recht grosse Wege, die man dann einfach ein Jahr lang stehen lässt und nur um 6 Leute braucht. Die sind natürlich da vor ihrem Zuhause und darum geht es dann halt auch dementsprechend ein bisschen langsam. Da muss man ein paar Grüße schicken zum Fenster drauf, genau. Ah, das ist die Aubrug. Ja, da kommt der Banner her. Das kommt relativ weit hin, würde ich jetzt mal sagen. Da muss man natürlich kurz stehen bleiben, ne? Vor dem, das ist der Beat Hefti, oder? Der Ehrengast, Olympiasieger. Da mit dabei ist. Da werden sie quasi kurz begrüßt von ihren eigenen Zäuftern aus dem Zunfthaus für die Zimmerleute.
Ja, dort haben wir auch noch die Jasmin Preisig gesehen, die Autorennfahrerin. Oder die Adriana, die Andrea Ritz ist auch dabei. Nicolas Sen. Der Kaya Janar, deutsche Comedian, die in der Schweiz lebt. Da mit dem Hütli. Später dann auch bei uns am Feuer. Und da ist der Musikverein Harmonie Urdorf, wo wir jetzt da zuhören können. Das ist der Käuferwagen, der macht dann, glaube ich, den Abschluss da. Weil der Langholzwagen auch schon vorbei ist. Zwischendurch muss man ein 9 oder ein 4 nehmen, wie man sieht. Für alle, die erst jetzt eingeschaltet haben, das ist Zürcher 6 Leute 2024. Im Moment läuft der Umzug. Der Showdown ist dann aber um 6 Uhr. Die Säufter sind jetzt unterwegs am Limagé entlang Richtung 6 Leute Platz im Herzen der Stadt Zürich, gerade vor dem Opernhaus, wo der Scheiterhaufen steht und zuoberst oben der Böck. Da haben wir ihn. Er wird am 6 Uhr angezündet, beziehungsweise zuunterst natürlich das Feuer. Und dann wird die Zeit gestoppt. Genau ab dem 6 Uhr. Wie lange es geht, bis sie das letzte Stündchen schlägt. Wir hoffen, das ist relativ schnell, weil man sagt, je schneller das es in den Kopf verjagt, desto schöner wird dann der Sommer. Wir hoffen das Beste. Im Moment sagen die Leute, die mittippen, sehe ich da zwischen 20 und 25 Minuten gleich. Also man kann mittippen, auch Sie daheim. Ganz einfach, entweder über srf.ch/mitmachen oder man könnte einen QR-Code einblenden, wo man dann direkt dort angelenkt wird, wo man seinen Tipp kann abgeben kann, wie lang das es geht, bis es einen Böck den Kopf verjagt. Ja, den QR-Code kann man scannen, unten rechts, und seinen Tipp abgeben, wie lange man denkt, dass es geht, dass ein Böck sein letztes Stündchen schlägt. So, man sieht, es ziehen ein paar Regenwolken auf, aber wir hoffen, es hebe. Da ist das Banner von der Zunft zu Schiffleuten. Das sieht man auch hier. Das ist das Zufthaus von der Zunft zu Schiffleuten. Das ist der Storchen. Sie sind dort daheim. Mit eigener Schiffsstation. Mit eigener Schiffsstation, mit einem schönen Restaurant, ein gutes Hotel auch. Direkt von der Kantonsregierung, vom Kantonsparlament, vom Kantonsratshaus. Da hat man jetzt Ruder gesehen, also sie sind der Schifffahrt in dem Sinn verbunden. Sie gehen auch alle 10 Jahre machen sie die Tierse-Breifahrt Richtung Straßburg. FDP-Präsident Thierry Burkhardt als Ehrengast. Und die Hirsenbreifahrt, die findet eben alle 10 Jahre statt. Also das nächste Mal dann 2026, wo man wieder auf Straßburg fährt mit diesen Langschiffen. Sie haben einen anderen Brauch. Sie machen auch alle 3 Jahre Schifferstechen hier im Seebecken oder hier in der Limit rein. Und dort hat dann das letzte Jahr stattgefunden. Dort hat dann ein Stadtzeuft oder der Stadtzeuft hat dort dann auch gewonnen.
Was macht man denn genau? Dann geht man es sind immer zwei so Weidlinge gehen aufeinander los, da hat es einen Stecher drauf, der eine Lanze hat und der muss dann schauen, dass der andere oben runterstechen kann. Und der am Schluss der standhafteste war und das alles mehr oder weniger trocken überlebt, entscheidet es für sich, genau. Ja, das sind die eindeutigen Attribute von der Zunftzower Schiffli. Da hat es viel von diesen Rudern. Ruder und Stichel, um zu schauen, dass man nicht irgendwo an den Rand rauskommt. Der Zunftmeister da, der Claude Lambert, den man sieht, mit dem Becher und der Zunftmeister. Der Landemann hat natürlich einen Weibel dabei. Und der Divisionär Daniel Keller, der Kommandant von der Territorialdivision. Ja, da sieht man den Hecht, respektive zwei Hechte. Das sind ich würde sagen, es sind zwei. Ja, das sind Hechte aus dem Zürichsee, wo ein Berufsfischer aus dem Zürichsee fischt. Die vorbereitet, die am Umzug nehmen sie mit, dann geht der nachher in den Kühlschrank und am Mittwoch wird der verzehrt. Es gibt auch einen zusätzlichen Hecht, der am Kinderumzug dabei war, der ist bereits schon im Kühlschrank. Und das gibt dann eben das Hechtmahl, das die als Nachsechselüter am Mittwoch werden durchführen. Ist das so ein bisschen wie der feierliche Abschluss von diesen Festtagen vom Sechselüter? Ja, bei Ihnen ist der feierliche Abschluss am Mittwoch, bei uns ist es am Dienstag nach Sechselüter. Wir machen das immer auf dem Mütliberg oben und andere gehen im Gastkanton, die besuchen das Wochenende drauf. Aber es gibt wie so immer bei allen einen Anlass, wo das die Festlichkeiten wie abschließt. Genau, gibt es bei allen. Es hat auch den Grund, dass man meistens noch Replik machen, weil am Abend auf dem Auszug, vielleicht kommen wir später noch einmal darauf zurück, hören nicht alles Gleichliegen und dann tut man sich dort gegenseitig ein bisschen austauschen und tut noch mal sagen, wie schön das 6 Leute war. Ein Debriefing quasi. Heute sagt man dem Debriefing. Genau. Auch das gehört ein bisschen dazu. Es wird nicht nur Wasser getrunken am 6 Leuten. Wir können jetzt darüber reden, der Umzug von der Zunft. Man geht nach dem 6 Leuten, nachdem der Böck verbrannt ist, geht man zurück auf die Zunftstube. Dort wird etwas Schönes gegessen und nachher geht man andere Zunft besuchen. Wie ist das organisiert? Also ein Teil der Zunft bleibt daheim und empfängt andere. Genau. Und ein anderer Teil der Zunft geht in den Auszug und andere Zunft besuchen. Richtig, also der Zunftmeister der kann sagen, welche 3 Zunfte er gerne besuchen würde. Man schaut ja, dass es etwa einen 6- bis 8-jährigen Abstand gibt, weil dann ist das der Turnus bei 26 Zunft. Und dann geht man die dort besuchen. Man geht 3 Zunfte besuchen am Abend und man wird von 3 besucht. Und das ist ja dann nicht nur, man tut nicht nur zusammen anstoßen, sondern da wird eigentlich, die Tradition ist, dass man sich ein bisschen Saures gibt. Also, ja, da werden Reden geschwungen und da tut man so ein bisschen die Wunderpunkte gegenseitig ansprechen. Das ist so. Oder das ist wirklich etwas vom Schwierigsten, würde ich mal sagen, wenn man eine Rede hat, wenn man eine Zunftrede muss führen am Abend. Das muss witzig sein, das muss nicht zu lang sein vor allem. Und sehr nachhaltig. Und eben nie unter der Gürtellinie, machen wir nicht. Wir haben immer wirklich einen sehr guten Comment drin und es muss einfach nur gut sein. Und gleich dürfen ein paar scharfe Pointen natürlich nicht fehlen. Die spitze Feder, sage ich auch mit. Ja. Genau. Wir sind schon jetzt auf die Wittigen, das ist jetzt schnell gegangen da. Es ist eigentlich die jüngste Quartierzunft, die wir haben. Die gibt es seit 1980 ist sie dabei. Und macht da auch am Umzug mit. Und sie haben auch immer die schönen Postkutschen da dabei. Grenadiermusik Zürich, die sind seit der Gründung dabei, also auch seit 44 Jahren jetzt sind die dabei und machen da mit. Wir hören schnell ein bisschen rein, bevor wir dann noch mal eine Frage haben an dich.
Da haben wir den Christian Jotieni. Er ist Ehrengast bei der Zunft Wittigen und Gemeindepräsident von St. Moritz. Ursprünglich ein Zürcher und immer wieder mal am 6 Leuten. Wir haben es vorher angetönt, wer etwas möchte wissen, was 6 Leute spezifisch ist. Wir haben einen Experten an Bord, einen profunden Kenner, Reto Hänger. Du weißt fast alles, was 6 Leute angeht. Du hast selber viel Erfahrung. Der Peter aus Dann, genau, fragt, kann man eigentlich eine neue Zunft gründen? Ist das möglich? Nein, einfach so ist das nicht möglich. Nein, also, es ist ja, wir haben ja die Handwerkerzäufe, das ist einmal gegeben, dann haben wir Quartierzäufe, da gibt's nur, in der Stadt Zürich hat es nur 3 Quartiere, die noch keine Zunft haben. Das wäre vielleicht dort eine Möglichkeit, dass die sagen, wir wollen eine Zunft gründen, aber es ist überhaupt nicht A geplant und B kein Thema. Wir haben noch eine zweite Frage, die an dich reingekommen ist, und zwar von der oder Dominik Meier aus der Forch. Hat der Böck schon mal nicht angezündet werden? Also jetzt abgesehen von Corona, wo quasi 6 Leute hat müssen, wo 6 Leute gar nicht können stattfinden, hat es das schon mal gegeben, dass man den Böck nicht hat können anzünden? Weißt du das? Ja, das hat es schon mal gegeben. Also 1923 war das gewesen. Da hat es derart geregnet, dass er so aufgeweicht war, dass man ihn nicht hat können anzünden. Und dann hat man einfach keinen Böck verbrannt. Dann hat man, also das Reiten hat stattgefunden, aber es hat keinen Knall gegeben in dem Sinn, und nichts. Das ist halt festgelegt hat, nichts gegangen. Hat man nicht können irgendwie etwas machen. Er ist auch jetzt zweimal ab dem Haufen runtergefallen. Das heisst, allerdings geht zweimal hintereinander. Zweimal hintereinander und jetzt vor 30 Jahren das letzte Mal. Genau, das tut sich jetzt das 30. Mal. Das probieren wir natürlich tunlichst zu vermeiden. Genau. Da sieht man den Elefant. Vom Elefantenbach. 650 Kilo schwer Eisen. Aus Eisen steht bei einem Zäufter im Garten. Wenn man auf Wittigen rauf oder von Wittigen in die Stadt fährt, dann sieht man dann den. Der Elefant, der hat etwas so mit dem Elefantenbach, ich habe es angetönt, und der ist eben zu Wittigen und dort steht auch tatsächlich ein Elefant mitten im Bach. Das ist so ein kleines Schulreiseziel für fast alle Zürcher Schulklassen. Genau. Ich bin auch da. Genau. Und das ist quasi auch ein das Wahrzeichen von dieser Zunft. Ja, bei ihnen ist einfach noch ein bisschen schade, dass sie in Wittigen eben kein grosses Restaurant mit einem rechten Saal haben. Sie kommen immer in die Stadt, aber sie machen das ganze Jahresprogramm in der Stadt. Und ihr Zuhause ist der Schweizer Hof beim Bahnhof unten, beim Hauptbahnhof unten, weil sie einfach in Wittigen nichts haben. Sie würden wahrscheinlich gerne in Wittigen als Quartierzunft irgendetwas haben, es gibt nichts. Wenn man jetzt so den Überblick sieht, über das Limmergäu oder über die Innenstadt, die Zunfthäuser sind in der ganzen Stadt verteilt. Die von der Quartierzunft natürlich nicht in der Innenstadt, sondern eigentlich in den Quartieren jeweils. Wie organisiert man sich da am Abend, dass man da rechtzeitig beieinander ist bei den Besuchen? Es gibt 3 Zäufte, die außerhalb sind. Die muss man dann halt besuchen mit einem Bus. Das muss man organisieren. Das ist der Zugchef verantwortlich, der das organisiert, dass man mit dem Bus da kommt. Wir sind bei der Zunft der Schneider, wir haben schon die Schere gesehen, die quasi den Start gibt. Man sagt, das sagen die am besten angelegt ist. Beleidige ich dich, wenn ich das sage? Ja, nicht wirklich. Nein, wir sind einfach die schönsten und die farbigsten. Aber wenn die, natürlich. Aber wenn die schöne Kleider haben... Nein, sie haben wirklich sehr schöne Kleider an, das stimmt schon. Ist auch gut, wenn ein Schneider, ein Zäufter richtig angelegt ist, dann macht das ja auch Sinn. Sie haben ein kleines Zunftlokal, beschränkt natürlich dementsprechend auch die Zäufterzahl. Da kannst du nicht mehr viele Gäste mitnehmen, weil da müssen schon alle Zäufter Platz haben. Und da sieht man hinten dran die sich dort hinten schon bewegen. Die Obligate, genau. Man sieht ja, dass da der Wind jetzt langsam immer mehr kommt. Das sieht man gut in den Kleidern, den Röcken. Und hinten dran kommt dann Schneiderballett, dort mit Gesellen, die die karierten Hosen anhaben. Die haben sich wieder etwas einfallen lassen. Die haben immer eine Choreografie. Immer eine Choreografie, immer eine neue Choreografie. Die wird auch 5-mal geprobt, wovon nur einmal mit dem Zunftspiel zusammen. Das Zunftspiel tut die begleiten.
Also Sie tanzen eigentlich zum Bögführen? Genau, die ganze Zeit. Und, aber es ist, für die ist das Größte und das ist natürlich, die studieren das so ein und die haben auch eine sehr gute Ballettlehrerin. Das wird also angeleitet, das Ganze, von der Katja Kost, die da Ballettlehrerin ist, und das zeigt, was da geht. Choreografie einübt? Ja, es sind meistens so um die 15 bis 20 Personen oder Gesellen eben. Stadtmusik Zürich, ein Teil daraus raus. Nehmen wir hier hinten, genau, da ist der Mark Sway, der Ehrengast, bei den Zofzer Schneidern. Es kann kein Zufall sein, dass er bei denen ist, die am besten angelegt sind. Was man jetzt nicht gesehen hat, ist, er wird flankiert von seinen beiden Töchtern, die bei ihm quasi die Ehrendame machen. Die sind auch irgendwo rum, aber die sehe ich jetzt da gerade nicht. Ah, das sind wahrscheinlich die beiden da vorne, genau. Und hinten dran ist das Leiterwägeli für die vielen Blumen vom Markt. Elegant zwar, aber mehrschichtig und darum heute schon sehr warm, ihr Töni, oder, bei den Schneidern? Auch sehr warm, gerade mit dem Gilet, das drückt dann ein bisschen. Aber immerhin haben sie keine Perücke, so wie wir hier. Der Spuler auch als Ehrengast? Nein, der Spuler ist Mitglied bei den Schneidern. Als Mitglied, wollte ich sagen, genau. Er ist Zäufter, ja, genau. Nicht als Ehrengast, sondern als Mitglied. Genau, da haben sie, das sind Gäste, die da zum Teil auch oder Anwärter, die ihren Umhang haben. Da, und das sind die sogenannten Pinguine. Also die im Schlips kommen. Die im Schlips kommen, die auch persönliche Gäste sind. Das sind nicht sehr viele, eben wegen der Größe des Zaufzahl. Da hast du also nicht viel Platz. Und darunter, wenn du sagst Anwärter, also man tut mal schnuppern, bevor man aufgenommen wird in eine Zunft. Unbedingt, ja, dass man ein bisschen weiss, um was es geht, was gehört alles dazu, passt es mir da, entspricht das mir. Weil was man nicht will, ist einfach einen 6 Leute Zäufter haben, der nur am Umzug kommt, sondern der auch das ganze Jahr effektiv mitmacht. Und der Glätteisenwagen, der da den Abschluss macht. Jetzt staune ich, dass die schon kommen, weil ich habe eigentlich gedacht, das geht da länger, weil die haben einen speziellen Ehrengast dabei. Auf wen spielst du an? So, einerseits ist es der Urban Federer und andererseits der Benny. Ja, ich glaube, der Benny National. Wird, die beiden sind... Da sieht man jetzt den Unterschied. Das ist jetzt eine kleinere Reitergruppe, wenn man vergleicht mit St. Niklaus 28 oder mir, die 36 Ross dabei haben von Wiedeke, ist dann das ein kleiner Unterschied. Eben, es gibt solche, die haben keine und andere haben wenig. Oder eben viel. Und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier dann auch den 6-Leute-Marsch hören dürfen. Das wäre jetzt eben die Zunft 13. Das ist eben die Zunft 13, genau. So hoffe ich jetzt, dass das auch herkommt, dass wir da den 6-Leute-Marsch hören. Das ist fix festgelegt. Also immer die 13. Zunft, der Stier, der den 6-Leute-Marsch spielen. An dem Ort, weil dort quasi die Fernsehkameras das dann auch einfangen. Ganz genau. Dann weiss man, wo er vorkommt. Anhand vom Trommeln hinten dran sind sie sich jetzt am Vorbereiten, damit sie dann loslassen können. Da haben wir den Ehrengast, den Urban Federer, Abt von Einsiedeln. Der eine. Gut, wir hören die Harmonie Helvetia Horgen mit dem 6-Leute-Marsch.
Das ist eben der Soundtrack quasi vom Zürcher Sechsleuten. Das tut gut. Ich würde sagen, läuft es ein bisschen kalter Rücken dran. Richtig schön. Ich kann das stundenlang hören. Es ist tatsächlich ein Ohrenwurm. Also ich glaube, so die nächsten 2 Tage hast du so ein bisschen den Durchschleifen, gell? Genau, richtig. Im Ohr. Auch sie mit diesen schweren Perücken, die sie dann sicher auch wieder gerne abziehen. Der Einzige, der es amigs noch anhat, ist der Zoffmeister am Abend für den Besuch. Der muss durch. Und der redet, wenn der sonst eine Perücke hat, dann hat er auch Perücke für die Rede auch an. Die anderen dürfen sie zu 8 abziehen. So, wir schauen, was wir für Fotos bekommen haben. Schicken Sie Ihr Bild uns ein. Das sind unsere Kollegen von RTS, vom welschen Fernsehen, der François Guet und der Jean-Marc Richard. Sie kommentieren für unsere welschen Kollegen 6 Leute. Dann hat uns jemand ein Bild geschickt, das selber 6 Leute veranstaltet im Garten. Mit einem rechten Böck. Sogar ein Ross, der rundherum reitet. Das ist eine Playmobil-Version oder so etwas Ähnliches. Genau, das sind eben die Mini-Böcken, oder? Man kann also auch im Kleinformat ein Feuerchen machen. Die kann man kaufen, genau. Oder ein Glas Champis trinken dazu. Oh, sogar eine Kapla-Version gibt es. Genau. Auch da gibt es einen Papierböck und das ist der richtige Böck. Ihm geht es dann am 6 Uhr an den Kragen, wenn der Scheiterhaufen angezündet wird. Noch steht er ganz fröhlich und frohgemut zuoberst auf dem Scheiterhaufen mit seinem traditionellen Hut, mit der fast traditionellen Pfeife, wobei dieses Jahr sieht sie so ein bisschen nach einem Gruß an den Gastkanton aus. Dazu auch das Krawattli, wo ein Gruß an den Gastkanton Appenzell Ausserrhoden ist. Und natürlich die Hosenträger, die man sieht, mit diesen Beschlägen. Das ist quasi die Uhr vom St. Peter, wird das Kommando geben. Noch 3/4 Stunde geht. Also kann man sagen, der Countdown, der läuft schon ein bisschen. Ganz genau am 6 Uhr wird das Feuer angezündet. Und zwar ganz genau am 6 Uhr. Genau also wenn die Kille 6 schlägt, auf den 6. Schlag, wird dann das Feuer angezündet. Also dann geht es dann so richtig los. Darum unbedingt dranbleiben. Noch 3/4 Stunde. So, wo stehen wir im Umzug? Wir stehen bei der Safran. Jetzt kommt hinten dran die Weisse dort. Das ist Zoft zum Wecken. Das Also, sind hast du gesagt, noch relativ viele Bäcker. viele Bäcker. Da sieht man aber auch sehr viele Reiter. Sie haben auch Frauen dabei, die da mitreiten. Und von diesen Bäckern hat es also wirklich noch 30 gelernte Bäcker, die da dabei sind, oder Rentner. Die noch mitmachen, die effektiv aus dem Fach kommen, sogar der Zoffmeister. Das ist also noch ein bisschen speziell bei ihm, weil er hat effektiv Bäcker und Konditormeister gelernt. Also er ist Lebensmitteltechnologe, er bringt eigentlich alles mit, was da drinnen jetzt auch verkörpert ist und was man da sieht. Sie haben einen schönen Brauch. Immer im Frühling, respektive im Februar, machen sie ein Wehemal machen, wo sie auch Gäste einladen. Und an dem Wehemal gibt es effektiv nur Wehen. Wehen, das muss man sagen, das ist quasi in anderen Gegenden von der Schweiz, heisst das Kuchen oder Fladen oder wie auch immer. Also das, was man quasi als Früchtekuchen isst auf einem Teig. Genau. Das Mehl von der... Der ist eben zugedeckt wegen dem Regen oder wegen der feuchten Luft, weil es effektiv Mehlsäcke sind. Die sind voll, die Mehlsäcke. Es sind 132 Säcke, also nicht Mehl, sondern Weizen ist drin. Das ist blöd, wenn der aufquillt. Das sind also 132 Säcke mit Weizen. Und ungefähr gibt es dann 6,6 Tonnen, die auf dem Wagen also aufgebiegen ist. Was bei dieser Zoft natürlich ein bisschen Highlight ist, auch fürs Publikum. Da springt auch immer ein bisschen etwas fürs Publikum raus. Meistens erst nach der Musik. Die verteilen Semmeli, genau. Und sie verteilen aber die Semmeli auf dem Grossmeister, aber sie rühren die dann auch oben runter. Es sind etwa 1000, die es dort runter rühren. Und dann hat es 10'000 Semmeli, die hier verteilt werden am Umzug. Das sieht man nächstens nach der Musik. Das ist jetzt der andere Teil von der Stadt Musik Zürich, den ich vorher einmal erwähnt habe. Das war auch ein Teil, das ist jetzt der zweite Teil.
Das ist ganz ein schöner Kranz. Der wird extra für den Umzug gebacken von einem Bäcker, von einem Weggezäufter. Der wird dann auch verspeisen. Der ist also frisch und der wird noch verspeisen. Heute Abend auf der Stube. Genau, der Martin Gandinas, Ehrengast. Und der das Banner trägt, das ist ein bisschen speziell bei den Weggen. Das ist auch ein Teil aus der Vorsteherschaft. Normalerweise ist der Bannerträger nie in der Vorsteherschaft, aber bei Ihnen gehört er dazu. Und es darf auch nur ein Wegger, also ein richtiger Bäcker, darf den Fahne heben. Ich sehe meinen SRF-Kollegen Sebastian Ramsbeck, internationaler Korrespondent, der da auch mitläuft. Da haben wir ihn. SRF Global und internationaler Korrespondent. Hinten dran Diana Angelina Moser. Das ist der Zoffmeister in der Mitte. Der mit dem Becher da, der Christian Sterli. Das sind jetzt eben die mit den weissesten Westen und so wie es aussieht, sind die da am Weckli verteilen. Sie sind fleissig dran, vor allem auch die Kleinen, die das sehr gerne machen. Verteilen oder selber essen. Oder selber essen. Man ist einfach früh dabei. Genau. Reto Henger, du bist nicht nur ein geübter Zäufter, du bist auch ein gefragter Mann, was bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern... Was für ein Kompliment. Genau, es sind Experten, also Fragen an dich als Experten reinkommen. Vielleicht können wir die schnell abrufen. Ein paar Leute, die etwas wissen von dir. Und zwar schreibt uns der Daniel Grob aus Rheinau, ob es auch Zünfte gibt, der Scherer und Bader, also wo zum Beispiel Ärzte, Pflegende oder Hebammen repräsentiert sind. Also Ärzte auf alle Fälle, also Hebammen vielleicht eher nicht, aber pflegende Ärzte sind bei der Zoft zu den Schmieden. Das sieht man auch in ihrem Zoftwappen rein. Vielleicht sehen wir die heute noch, wenn Sie rein mögen, dann sieht man das, kann ich es dann dort noch mal erwähnen. Dort sind auf alle Fälle all die Ärzte sind dort drin, Apotheker sind dort drin. Drogisten, das ist alles dort. Also, man kann genau eine Frage, die immer wieder kommt, die wollen wir auch noch beantwortet haben. Was passiert mit all diesen feinen Blumen? Also, wie gesagt, stundenlang sehr viele Blumen. So viele Vasen hegt doch niemand daheim, sagt Isabelle aus Zürich. Was ist mit diesen Blumen, Reto? Ja, dann gibt es noch Bierhumpen, wo man noch etwas reintun kann. Also, ich persönlich nehme alle Blumen immer mit heim. Es gibt viele, die auch Blumen wieder weiter verschenken. Aber ich nehme es heim und dann irgendein Gefäß findet man immer überall. Und die Tulpen, die gehen halt irgendwann relativ schnell ein oder nelken und dann tut man halt einfach die immer ein bisschen ausdünnen. Aber ich habe eine Woche lang nach 6 Leuten. Dank diesen vielen Blumen, die ich immer überkomme. Richtig schön. Hast du noch so lange Blumen daheim? Ja, genau. Aber man muss natürlich ganz ehrlicherweise sagen, dass sehr viel dann, also dass nicht alle das gleich handhaben wie du. Das ist so. Ich vielleicht gerade so Gäste und so, wo dann, ja. Du hast ein Abholkommando. Ich habe ein Abhol... Nein, ich bringe es heim. Also meine Frau kommt das manchmal, nimmt das dann mit, wenn sie heimgeht. Und sonst nehme ich es am Tag drauf oder mit dem Taxi heim. Und dann wird das zuerst einmal eingestellt, bevor man ins Bett geht. Hast du richtig etwas zu tun, so wie du erzählst? Ja, richtig, ja. Aber es ist auch schön. Ich geniesse das. So, wir sind bei der nächsten Zoft, so wie es aussieht, Das ist Zoft Wollishofen. Sie haben eine Bauerntracht da, das ist eine Bauerntracht in Schwarz, die sie da haben. Und die haben auch noch das Militär dabei. Das ist auch wieder etwas Spezielles dieses Jahr. Weil sie haben auch einen Tierarzt da dabei, bei der was ist das? Drehdetachement von der Armee, wo noch ein eigener Arzt auch dabei ist, also ein Tierarzt, wo sie da als Spezialgast dabei haben.
Ihnen speziell der Zoffmeister, den wir jetzt noch in Becher gesehen haben, der schwitzt heute ein bisschen. Das ist nämlich sein erstes Sechsi-Läuten. Oh. Der Stefan Thurnherr. Er ist jetzt wirklich voll im Schuss da. Den kennen wir da. Das war der Pfarrer vom Grossmeister. Der ist jetzt der Altpfarrer, hat das Jahr abgegeben. Der Sigrist. Er heisst Sigrist. Er heisst Sigrist zum Nachnamen, genau. Aber er ist Pfarrer gewesen. Der Musikverein Oberrieden. Das sind Zäufter. Immer schön geschmückt. Mit dem Lustwagen. Ihnen heisst es jetzt Lustwagen, wo die Eltern drauf sitzen. Ein Wagen mit 2 Weinfässchen und einem Humidor drauf. Von dem, das gibt wahrscheinlich den Namen am Wagen, oder? Das Weinfässchen. Einfach die Lust. Schöne Dreispänner. Fehlt mir nicht viel. Es gibt natürlich viele Leute, die zuschauen können, die jemanden kennen oder die dann, ob jetzt das Sohn oder die Tochter aus der Musik ist, zum Tier spähen oder jemand, den man kennt aus der Verwandtschaft oder aus dem Bekanntenkreis, der bei einer Zunft mitläuft. Das ist das Brautpaar. Sie ist eine Zäufters Tochter, die letztes Jahr geheiratet hat. Und die dürfen da am Umzug mitlaufen. Das ist eine Tradition bei ihnen. Und da hinten kommen schon die Eltern, die auch mitlaufen. Was ist das für ein Brauch? Das haben sie wie sie haben am Schluss, der letzte Wagen ist auch der Brutfuderwagen. Sie haben das mal so bei sich aufgenommen, dass es so eine Hochzeit, respektive ein bäuerliches Hochzeit darstellen am Umzug. Und so ist das dann auch entstanden. Und es muss also wirklich ein echtes Brautpaar sein, das sie hier einladen. Sonst Gibt keine Statisten? Gibt keine Statisten, nein. Manchmal ist noch der Pfarrer dabei. Einmal ist da auch der Pfarrer dabei, den hat man einfach nicht gesehen. Und die Schwiegereltern plus die Eltern. Und das ist das Brutfeld, die Brutfuder. Also alles, was sie da mitbringt, die Tee. Ist ihre Mitgift? Ist ihre Mitgift, die da hinten angezogen wird. So, es geht noch eine gute halbe Stunde. Dann geht es am Böck an den Kragen. Dann fängt eigentlich sozusagen der wichtigste Moment kommt dann vom heutigen Tag, vom 6 Leuten auf jeden Fall. Wie lang brennt der Böck? Beziehungsweise wie lange geht es, bis es ihm den Kopf verjagt? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Das ist eigentlich die Hauptfrage von heute. Noch steht er unversehrt zuoberst. Geben Sie Ihren Tipp ab, wie lange es geht, bis es ihm den Kopf verjagt. Der oder die am nächsten ist bei der tatsächlichen Brenndauer, dem oder der winkt einen schönen Preis im Kanton Appenzell Ausserrhoden. So, Fluntern, wo jetzt hier kommt. Das windet mehr als vorher. Windungsreiter in der Uniform, die sie dort mal angehabt haben, in der Standesfarbe. Und zwar 1895. Sie sind am Rand von ihrem Quartier domiziliert, nämlich hier oben im Vortragssaal vom Kunsthaus, wo sie ihr Zuhause haben, also nahe an der Grenze zu Fluntern. Ist es ein Quartier eher am äußeren Rand von der Stadt Zürich?
Zürichberg. Zürichberg, genau. Keiner zu klein. Da hinten kommt Stadtmusik Kloten, die wir hier sehen, die seit 1918 dabei sind. Wenig Bläser, mehr Rhythmus, das mal. Irgendwie, aber es ist auch schön, wenn man mal ein bisschen Perkussion hört. Schade, dass wir die Ehrengäste nicht gesehen haben. Da wäre nämlich die Stadträtin Karin Rickard dabei gewesen. Und der Alfred Stricker ist Regierungsrat vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Vielleicht erspähen wir es noch. Vielleicht, wäre schön, ja. Das ist jetzt eine interessante Aufführung da, habe ich das so auch noch nie erlebt. Eher stumm. Man kann sich jetzt etwas vorstellen. Den Grund weiss ich da auch nicht. Oh, Hat jede Zunft hat ja ihre eigentlich eigene Musik. Das sind immer die gleichen Musiker, die in dem Sinn Jahrzehnte auch dieser Zunft treu bleibt. Aus dem Quartier. Es ist nicht unbedingt aus dem Quartier. Also, die kommen eben aus Oberrieden, Wädischwil, irgendwoher aus dem Kanton Zürich. Nicht jedes Quartier hat eine eigene Musik. Jetzt hört man es. Aber sie bleiben einem treu. Das ist eine gute Verbindung, die man da hat mit der Musik. Das ist da mein Vorgänger, Tom Gisler. Er hat das 12 Jahre lang gemacht. Ist mal Co-Kommentator gewesen? Ja, 12 Jahre lang. Oder sogar noch länger, glaube ich. Man sieht es ein bisschen, es ziehen immer wieder mal Regenwolken durch. Man sieht, wie sich das Licht verändert. Also wir hoffen immer noch, das Wetter heavy. Laut unseren SRF-Meteo-Kollegen bleibt es trocken. Es wird ziemlich winden, wenn es dann darauf ankommt. Offenbar windet es schon jetzt, wie man sieht. Jetzt sollte der Wind nicht allzu stark werden. Ich habe gehört, der Lukas Meier, der Böckbauer, hat die Arme vom Böck schon verstärkt und schon alles ist ein bisschen besser festgezurrt, damit dann auch alles der Windstärken kann widerstehen. Jetzt hoffen wir das Beste. Das Wetter bleibe gut, die Sonne bleibe da und der Wind übertreibe nicht. Ja, immerhin ist es ein rechtes Feuer, das wir dann da gemacht haben, also wo wir machen werden. Und wenn dann da irgendetwas passieren würde, wäre nicht so gut. Ja. Also der Wind kann ja rechte Böen reinblasen und dann... aber das Sicherheitsdispositiv ist da und das sollte eigentlich funktionieren. Also wir wollen es nicht dramatisieren, man ist einfach vorbereitet für alles. Und genau, vom Winde verweht, so ein Böck ist... Der in der Mitte da, das ist der abtretende Markus Gretner, der Zofmeister. Er strahlt da um die Wette. Er genießt sichtlich. Er ist einer der wenigen reitenden Zofmeister. Er gibt ab und hat auch speziell dieses Jahr ganz einen Haufen Gäste eingeladen, die du auf deiner Liste gar nicht hast, vermutlich. Weißt du mehr als ich? Ja, das ist auch recht so. Ja, offenbar. Da sieht man das. Da sieht man der Gottfried Keller, Gottfried Keller, ganz genau. Auferstanden. Zürcher Dichter. Und der Arnold Böcklin, sein Freund, der da mitlaufen. Musik wäre die Harmonie Kilchberg, die hören wir jetzt gerade, das ist gut. Auch Sie haben eine Studentenverbindung dabei.
jetzt kommen die Gäste und dann die glattigen Gäste. Die einen sind ja dann auch noch bei uns später am Feuer. Ja, es geht nur noch eine knappe halbe Stunde. Dann geht es am Böck an den Kragen. Dann wird der Scheiterhaufen angezündet. Und dann hoffen wir, es geht richtig schnell. Nicht so wie letztes Jahr, wo es eine rekordlange 57 Minuten gegangen ist. Bis es dann am Böck doch noch den Kopf verjagt hat. Es ist dann ein erstaunlich schöner Sommer geworden, trotz allem. In einer halben Stunde wissen wir dann mehr. Ja, das ist dann schon lang. Also wenn man da rechnet, so mit 20, 25 Minuten und dann geht es plötzlich fast eine Stunde. Das ist auch für die ganze Planung vor allem ist dann das schwierig geworden. Und ich glaube für euch auch. Irgendwann sollten die Nachrichten dann anfangen, oder? Ja, sonst bleibe ich dann gerade stehen für die Ja. Tagesschau. Genau. Das ist eben so eine Sache auch für die Leute, die am Strassenrand sitzen. Dann suchen wir seine Verwandten, Kinder, was immer auch. Und es ist so ein Gewusel. Es sieht fast alle gleich aus und es wird einem halb schwindelig. Und dann probiert man, einen Prominenten zu finden. Das ist dann noch schwieriger. Auch da gibt es einen Wagen. Ja, es gibt einen Wagen mit der Feldkanone. Das ist dann aber der Abschluss, wo dann das gemacht wird. Und Den hört man, der kündet sich akustisch jetzt ein bisschen an. Ja, genau. Und auch da gibt es die Weinbursten, die Wein ausschenken. Weinburst kann man erst sein, wenn man 18 ist. Eben, das hat, oder ja, Schankburst ist man eigentlich 16, 17. Und dann eben, Wird ausgeschenkt oder selber getrunken, wie man sieht, zwischendurch. Genau. Oder sich es auch anleert, das sieht man auch. Was tippst du so, wie lange es geht mit dem Böck? Was denkst du, wie lange geht es, bis es ihm den Kopf vertätscht? Ich gehe von 13 Minuten aus. Du bist also sehr zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Weil du auf einen schönen Sommer hoffst? Also ist der Wunsch der Vater vom Gedanken? Oder ist es wegen dem Wind? Oder ist es eine langjährige Erfahrung? Ja, es ist schon wegen dem Wind. Also nach dem letzten Jahr hat man sicher auch etwas gemacht, nicht mehr so viel grünes Holz rein da. Das ist, glaube ich, ein Teil. Dass es ein bisschen besser brennt schon dort. Und jetzt mit dem Wind, der Böck ist sicher trocken. Morgen hat es ja reingeregnet. Aber jetzt mit dem Wind habe ich das Gefühl, wenn dann da eine Böe weggeht, dann wird das plötzlich dort oben recht flackern. Und darum gehe ich von 13 Minuten. Wir sehen, wir haben sogar eine Frage dazu an dich von der Christine Denzler aus Winterthur. Wann wird genau entschieden, ob der Böck wirklich angezündet werden darf? Und welches wäre denn da quasi Deadline? Also da habt ihr Zünfter, das kann ich sagen, ja, mit dem nichts zu tun, ob dürfen oder nicht. Nein, es gibt eben das Sicherheitsdispositiv. Also wenn es mehr wie 80 Stundenkilometer Böen sind, habe ich gehört, dann dürfen wir ihn nicht mehr anzünden. Es wird eine Viertelstunde vor dem 6 Uhr wird entschieden, wenn wir machen es oder wir machen es eben nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn es dann plötzlich reinblasen, dann steht die Feuerwehr parat. Die ist jetzt aufgeboten worden, also nicht heute, das ist gestern schon passiert, weil man weiss, wie es könnte kommen. Und die sind dann parat, dann ist das relativ schnell gelöscht. Wir gehen jetzt nicht davon aus, aber es ist ein Sicherheitsdispositiv. Genau, man musste sich in Szenarien vorbereiten. Dann hat auch Anna aus Finsterhennen eine Frage gestellt, wann ist das Verschiebedatum für 6 Leute, falls es regnet oder schneit? Also 6 Leute wird nicht verschoben, oder? Das wird definitiv nicht verschoben. Also wenn es nach mir geht, können es jedes Wochenende 6 Leute sein. Nein, es wird nicht verschoben. Und da gibt es also aufs nächste Jahr dann, ja. Ende April nächstes Jahr ist dann das nächste 6 Leute. Jetzt hören wir, du hast gesagt, es wird ja dann da schon ein bisschen, kommt ein Kanonenwagen. Zuerst kommen noch die Velo, aus den historischen Velo, keine E-Bikes. Keine E-Bikes, nein. Die müssen einfach aufpassen, dass sie nie irgendwo in eine Tramschiene reinfahren, sonst steigen sie relativ schnell ab. Aber da sind wir schon mitten drin bei der Stadt Soft. Also
Und die Stadtzunft hat ja den Schwan in ihrem Fahnen. Das ist eigentlich die Zunft, die vom jüngsten Quartier, nicht jüngste Quartier, aber das ist die erste Stadt, die erste Quartierzunft, die gegründet worden ist oder aufgenommen worden ist. Und die haben jetzt natürlich da Mühe mit dem Wind, das sieht man jetzt richtig. Also, das blasen also schon. Und die haben eben den Schwan auf dem Wagen, weil sie auch den Schwan in ihrem Fahnen haben. Die haben buchstäblich Gegenwind da. Ja. Amelie Maquin. Richtig 16 Leute Platz. Schön 16 Leute, der Gruß von der Zäufter. Und da kommt dein Schwan. Da kommt mein Schwan. Sie haben eigentlich einen speziellen Brauch. Sie machen dem 6 Leuten am Morgen machen sie das sogenannte Gabelführstück. Das sind 40 Zäufter, die dann mit kleinen, also mit Limmatbooten, also mit diesen Stechern, die von den Limmatschiffen kommen. Das sind Weidlinge, die grossen Weidlinge, die werden dann abgeholt im Yachtclub und gehen dann vom Yachtclub runter Richtung Marriott, wo ihr Zuhause ist, und dort steigen sie dann aus. Und zum Morgen werden dann 40 Zäufter dort gefahren. Das ist das sogenannte Gabelfrühstück, das gibt es seit 50 Jahren. Das sind so die kleinen Geschichten von jeder Zunft. Jede Zunft hat so irgendwo etwas Spezielles, was ich immer wieder spannend finde, das wieder aufpoppt. Du hast gesagt, du sagst 13 Minuten. So lange geht es, bis es am Böck den Kopf vertätscht. Sie können jetzt auch noch mittippen. Es haben schon, ich höre aus der Regie, fast 15'000 Leute mitgetippt. Nicht mit dem Wunder, wer am nächsten dran ist. Wie lang brennt der Böck, beziehungsweise wann verklopft es ihm den Kopf? Sie können Ihren Tipp abgeben und den tollen Preis im Gastkanton Appenzell Ausserrhoden gewinnen, indem Sie jetzt entweder mit Ihrem Smartphone da den QR-Code scannen, dann werden Sie direkt dort gelenkt, wo Sie Ihren Tipp abgeben können, oder es geht auch über srf.ch/mitmachen. Wie lang geht es, bis es am Böck den Kopf jagt? Merkt man das eigentlich je näher, dass es richtig 6 geht, dass die Leute anfangen schneller laufen im Umzug? Ja, es zieht dann schon ein bisschen mehr, das merkt man also schon, ja. Und je nachdem, wie das Wetter dann ist, läuft man sowieso ein bisschen schneller, aber alle kommen Durst über, und auf den letzten 500 Metern gibt es noch das Freibier für jeden von den Singstudenten, frei abgeben, kurz vor dem 6-Leute-Platz. Dort zieht man natürlich auch noch. Ja, klar. Es sind jetzt noch etwa 300 Meter, die laufen müssen, da gibt es ein Bier.
Ja, grüezi miteinander, ich bin wieder da. Wir haben ein kleines technisches Problem gehabt und leider habe ich jetzt da nicht wahnsinnig viel können zur Schmiede sagen. Aber ursprünglich habe ich einmal angefangen mit der Frage, die kam, aus den Zuschauern, von der Zuschauerin dort, wo gefragt worden ist, die Ärzte, ja, die sind da dabei bei diesen Schmiedezäuften. Das sieht man an ihrem Wappen, dass dort in der Mitte Schlangen ist. Und alles andere, das sind Handwerker, das sind Schmiede und Uhrmacher, Schlosser, Bader. Und sie wieder mit dieser schönen Marschordnung, mit dem Hammer, 4 Kilo schwer, und es sieht einfach gut aus. Auch sie haben einen schönen Brauch, nämlich das Nachsechsi-Läuten. Am Nachsechsi-Läuten tun sich die neuen Zäufter oder Zauftawärter sich dort vorstellen. Und sie müssen etwas gemacht haben in ihrer Schmiede. Sie haben eine eigene Schmiede. Und in dieser Schmiede müssen sie irgendetwas zusammenschmieden und das dann auch präsentieren und sozusagen zeigen, dass sie im Handwerk von der Schmiedekunst in dem Sinne auch entsprechen und dann um Aufnahme beten. Sie sind im Zaufthaus zur Schmiede daheim. Eines der schönsten und ehrwürdigsten Zaufthäuser. Sehr ein schöner Saal, der richtig einlädt, um dort auch einmal vorbeigehen und das anzuschauen. Im Niederdorf. Da sind die Schmiede und die Jungschmiede hinten dran. Und das ist die dritte Gruppe von der Zauft Schwammendingen. Die zweitjüngste Zauft seit 1975 dabei. Und die dritte Gruppe zeigt die Uniform von der Zürcher Miliz von 1837. Da hinten sieht man den Zaufmeister, der mit der Kette in der Mitte. Das ist nicht der Zaufmeister, das ist der Altzaufmeister. Es ist nicht eine Kette, sondern er hat ein kleines Fläschchen mit einem Schnaps um den Hals. Und die Kindergruppe. Was sie gut haben in ihrer Uniform, das ist, sie haben quasi eine Sommertracht und eine Wintertracht. Also wenn es ein bisschen kühler ist, können sie ein bisschen mehr anlegen und es sieht immer noch gut aus. Und schon laufen sie im Skile rum und können dann noch etwas abziehen. Also sie sind dort sehr praktisch ausgerüstet. Da kommt Spielmusikverein Harmonie Schwammendingen, der seit 1976 ist.
noch der Harst, der Schwammendinger Zäufter. Und wie viele Zäufte haben das in 2 Wegen? Die all das gleiche Gewändchen anhaben, das sind Umhänge, die die Zunft zur Verfügung stellt für ihre Gäste und aber auch ihre Gäste. Und der letzte, der Abschlusswagen da. Man sieht jetzt auch, wie es reinwindet, also es zieht recht Wind auf da. Und der letzte Wagen ist die Herzogenmühle. Die Mühle da macht den Abschluss. Ja, der Banderträger hat da recht zu tun. Das sieht man da, wie der am Heben ist. Das ist der Banderträger von der Zunft zur Waage. Er weiss jetzt nicht, was er soll heben, der Zylinder oder das Banner. Aber es ist also recht anstrengend, wenn es so fest windet wie jetzt. Das wird er morgen garantiert merken. Also sie haben da Trachten an im Stil von der Biedermeier-Zeit, Biedermeier-Westen mit dem blauen Schoss und dem schönen grauen Zylinder. Und sie haben auch einen Brauch, sie tun jedes 2. Jahr sie beim Gottfried Keller, wo begraben ist im Friedhof Zielfeld in Zürich, sie einen Kranz zu Ehren anlegen. Das tun sie abwechslungsweise machen mit der Zunft zur Schmiede, die einen Bezug haben zu Gottfried Keller. Eigentlich wären sie ja auch irgendeine Weinzunft. Und jetzt hören wir dann gerade noch das Spiel und dann wird dann langsam, tue ich jetzt übergeben an Cornelia Bösch, die vor dem Feuer steht. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen ganz schönen Sommer. Alle miteinander. Ja, wir sind quasi direkt vor dem Scheiterhaufen, zuoberst der Böck, unversehrt. Und für einmal sind wir da so richtig viele Leute. Man sieht es vielleicht, ausnahmsweise sind wir so richtig viele Leute. Vor dem Böck, es hat niemand eine Fackel in der Hand, weil es ist ein 16 Leute dieses Jahr, wie es noch nie gegeben hat. Felix Boller, Präsident vom ZZZ, vom Zentralkomitee der Zürcher Zunft. Was ist los? Wir haben sehr starke Böen und die sind zu gross im Moment, dass wir den Böck nicht anzünden können. Also man kann zum ersten Mal eigentlich den Böck nicht anzünden? Leider zum ersten Mal. Aus Sicherheitsgründen. Ich darf sagen, alle, die hinter mir stehen, vom PIP und alle Zunftmeister, auch die Behörden, die das beurteilt haben, tragen den Entscheid mit. Es ist uns sehr, sehr schwer gefallen. Aber wir haben das intensiv diskutiert, ob es auch Zwischenlösungen gibt, ob es Möglichkeiten gibt, die gibt es leider nicht. Wir müssen aus Sicherheitsgründen darauf verzichten. Was hat man sich da alles überlegt? Also man kann ihn nicht anzünden, wir müssen vielleicht zuerst sagen, warum man ihn nicht anzünden, weil es eigentlich seit gestern eine Wetterwarnung gegeben bzw. eine Windwarnung, dass einfach die Böen unter Umständen zu stark sind und dass es ein Sicherheitsrisiko könnte sein. Was könnte dann passieren?
Es ist ein Sicherheitsrisiko, weil der Funkenflug ist ein Problem, das wir haben. Das könnte die Leute in den Gesichtern und in den Kleidern verletzen. Das könnte zu Massenpaniken führen, wenn die zurückweichen. Wir haben Gitter. Die Polizei hat uns schon sehr geholfen und Bereiche freigeräumt. Aber wir können die Leute nicht mehr wegbringen und können, weil es ein wechselnder Wind ist, nicht den ganzen Platz leeren. Zweitens haben wir versucht, wir könnten den Böck wässern und nachher das so anzünden oder gar weiter oben anzünden. Alle Varianten sind leider untauglich. Wieso kann man nicht weiter oben anzünden, weil man das gleiche Problem hätte? Das gleiche Problem, und weil unsere Spezialisten sagen, sie kommen nicht rauf mit einer Fackel, obwohl der Landdame, dem würde ich das schon zutrauen, aber wir wollen ja gesund behalten ihn, oder? Man kennt die nicht an. Und nachher würde das Feuer gegen runter gehen und man müsste das nass machen, den ganzen Haufen, aber dann sind alle Leute auch nass und so, es wäre einfach eine ganz schlechte Geschichte. Yves Noel Balmer, Sie sind Landdame vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Sie hätten eigentlich, bleibt noch da, Felix Boller, damit wir noch schnell ein bisschen weiterreden können, Sie hätten den Böck angezündet. Sie sind vorbereitet gewesen und jetzt eigentlich voller Tatendrang. Ja, das ist ja so. Ich bin jetzt wirklich bereit gewesen, um eine Fackel in die Hand zu nehmen und zum Anzünden. Ich glaube, Appenzell-Ausserrhoden hat seit dem Freitag die Stadt Zürich eingenommen. Da sind wir stolz drauf, abfackeln, wenn wir die Stadt nicht. Da sind wir andererseits sehr, sehr froh. Jetzt wird dann 6 Leute Böck nicht anzünden. Was haben Sie das Gefühl? Wird es trotzdem ein anständiger Sommer? Ja, also da bin ich ziemlich entspannt. Wenn man auf den Böck schaut, dann gibt es 2 Theorien. Ich überlasse jedem, wenn man will, selber daran glauben. Den anständigen Sommer glaube ich schon. Wir brauchen nicht unbedingt Temperaturen bis 40 Grad. Wir müssen jetzt einfach mit dem ZZZ einen Deal machen, weil das ist Ausserrhoder Böck. Und irgendeine Lösung gibt es. Ich würde sagen, bis am 31. Dezember von diesem Jahr ist der Kopf weg, wo auch immer. Da müssen wir noch freunden. Und dann werden wir verhandeln. Und irgendwo verspickt der Kopf dann schon noch. Gibt es denn, Felix Boller, einen Umritt trotzdem? Oder was genau wird jetzt alles gestrichen in Sachen 16 Leute Tradition? Gestrichen wird das Böck angezündet. Der Umritt findet jetzt dann statt, den machen wir. Und dann gibt es den geordneten weiteren Ablauf zurück in die Stuben und alle schönen Teile des Festes finden statt. Vielleicht kannst du etwas sagen. Man sieht jetzt, das windet schon verrückt und es wird dann offenbar noch ziemlich viel mehr winden. Man weiss das ja seit gestern Abend, dass es heute ein windiger Tag wird. Wie lange habt ihr jetzt schon Sitzungen gehabt und Notfallszenarien quasi zusammengestiefelt, die wir jetzt trotzdem auch verwerfen müssen? Wie lange sind ihr schon dran an dem Thema mit dem Wind? Wir haben grundsätzlich stehende Notfallszenarien. Das haben wir jetzt nicht auf dem Radar gehabt. Und dank an den Stadthalter, der das alles organisiert hat, zusammen mit allen Sicherheitskräften, intensiven Arbeit, hat man sich vorbereitet auf die Szenarien. Darum können wir heute schnell entscheiden. Wie ist jetzt das für den Felix Boller, der quasi der oberste Organisator ist von dem Zürcher Fest, wenn man das Highlight quasi fehlt? Das ist total tragisch und darum bin ich froh, sind auch die Zunftmeister da, die auch mitmachen und das auch mittragen und auch sagen, die Sicherheit geht vor. Es ist nicht ein Alleinentscheid, sondern es ist eigentlich ein Faktum. Wir haben gar keine Alternative gehabt. Aber es ist schlimm. Haben wir noch nie gehabt. Jetzt ist es so, es soll ja trotzdem ein bisschen klopfen und tätschen. Ihr habt quasi etwas Spezielles vorbereitet eigentlich für den Gastkanton und auch für den Appenzeller Ausserrhoder Böck. Was passiert da in den nächsten Sekunden, wenn ich dort überschiebe? Ja, wir haben noch ein Ersatzprogramm, ein kleines. Wir haben eine schöne Kompanie aufgeboten. Die wird jetzt da Salut schiessen, die ihr vielleicht aufnehmen könnt. Das ist so Mini-Variante, die wir gerne zur Verfügung stellen. Wir haben noch 10 Sekunden und ich denke, jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt gekommen, wo wir alle die Tore zuheben, weil nächstens gibt es Salutschüsse. Jetzt ist es 6 Uhr. Und ich glaube, jetzt gibt es die Salutschüsse. Das wird noch vorbereitet und dann das Kommando.
So, das ist also ein 6 Leute 2024, wie wir vorher das noch nie hatten. Es läuft alles wie immer, das Wetter wäre wunderbar, aber wir haben einen so starken Wind, dass der Böck tatsächlich dieses Jahr nicht angezündet werden kann. Es hat verschiedenste Szenarien gegeben, wo man sich noch überlegt, ob der Böck gewässert werden soll. Man hat dann schon besser festzurrt, als das in anderen Jahren ist. Man hat probiert, ob man das Feuer anders entfachen kann. Das hat man alles müssen verwerfen und tatsächlich wird er dieses Jahr nicht angezündet werden. Trotzdem machen wir weiter da mit unserer Übertragung. Ich empfange gerade meine Gäste am Feuer und wünsche euch allen trotz allem ein schönes 6 Leute. Felix Boller, vielen Dank. Und wie lange hättest du getippt? 7:15. So wäre es jetzt halt gewesen. Wir denken uns den Rest. Danke vielmals und ein schönes 6 Leute. Der Böck 2024 wird also nicht angezündet, der bleibt bis zuletzt unversehrt. Ich probiere dann das natürlich schon noch aus dem Böckbauer Lukas Meyer rauszuholen, was dann jetzt genau mit dem Böck passiert. Für heute wird er nicht angezündet, die Winde sind zu stark. Trotzdem haben wir ja den Wettbewerb gemacht. Das ist eigentlich die grosse Frage vom Tag. Wie lange würde es gehen, bis es dem Kerl da oben den Kopf vertätscht? Das wird heute nicht passieren. Trotzdem haben wir einen Wettbewerb und der wird jetzt einfach per Zufall ausgelost. Machen Sie mit, zücken Sie das Handy, tun Sie den QR-Code scannen und wer weiß, vielleicht winkt Ihnen ein schöner Preis im Gastkanton. Gönnen Sie ein Genusswochenende im Hotel Heide im Appenzellerland. Inbegriffen sind 2 Übernachtungen für 2 Personen im Superior-Zimmer mit Seesicht, inklusive zum Morgen und 4 Ganznachtessen. Sowie ein Gutschein für Wellness oder Getränk. Dazu gibt es die Oscar-Gästekarte für den ÖV in der Ostschweiz. Der Preis hat einen Gesamtwert von rund 1400 Franken. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Ende der Live-Übertragung. Viel Glück! 6 Leute 2024, ziemliche Premiere. Normalerweise ist es da immer sehr, sehr laut um die Zeit. Am 6 brennt es, zäuselt es und klopft es und tätscht es bei mir im Hintergrund. Für heute wird das leider gestrichen, weil die Sturmböen zu stark sind. Die Organisatoren haben zusammen mit den Sicherheitskräften entschieden, das Feuer wird heute nicht angezündet. Ansonsten bleibt alles gleich. Ich habe hier Gäste am Nichtfeuer und das ist als erstes Sina. Freut mich sehr, du bist am 6 Leute. Du hast gerne so etwas Spezielles und kommst am 6 Leute, wo es gar kein Feuer gibt. Es ist unglaublich, ich habe das jetzt gerade erfahren, ja. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Premiere, habe ich gehört. Es ist historisch einmalig, Sina. Absolut. Also, ich bin jetzt heute hier, ich habe den Umzug wahnsinnig genossen, aber habe natürlich schon gewusst, wie lange das der Winter geht oder wann der Sommer kommt. Jetzt bist du auch eine akustische Person, bist eine Musikerin, bist auch auf Tour im Moment. Wie ist das jetzt? Hast du überhaupt Zeit gefunden, zum 6 Leute zu kommen? Ich habe vor 4 Jahren dem Walti Zweifel von der Zunft Hönk gesagt, wenn zuerst mal der vom Freuen mit dabei sein bei einer Zunft, dann komme ich. Er hat mich dieses Jahr wieder angefragt und heute, ab jetzt ist das der Fall. Freuen können dabei sein. Dann habe ich gesagt, wenn die kennen, dann komme ich. Das wäre jetzt. Jetzt müssen wir uns zum ersten Mal nicht anschreien. Normalerweise ist es da um die Zeit schon sehr laut. Es klopft und tätscht, weil da hat es über 140 Böller in dem Schneemann dort oben. Das mal ohne Feuer. Ist trotzdem eine gute Stimmung da in der Innenstadt. Wie hast du es gefunden? Es ist unglaublich. Ich meine, ich habe 20 Jahre in Zürich gelebt. Ich kenne die Tradition. Ich finde das unglaublich. Aber wenn man noch mal mitläuft und ein Teil ist von der Zunft, und die Leute sind ja wahnsinnig gut drauf. Es ist wirklich die Stimmung, wenn man die erlebt, also als jemand, der mitgeht, das ist wirklich unvergessen. Also für mich eine Premiere und wirklich ein unglaublich schöner Tag. Wie haben die Leute so reagiert auf dich am Strassenrand? So, wir haben gesagt, das ist doch die aus dem Wallis. Wer heisst jetzt sie wieder? Andere haben mich gekannt. Ich kann der von Blumen mitnehmen.
sehr, sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr gut. Absolut. Jetzt bist du bei der Zunft Hönk dieses Jahr zu Gast, zusammen mit dem Rainer Salzgeber. Die Hönker, die haben ja ihren eigenen Wein. Hast du von dem schon getrunken? Ich habe den einen oder anderen von kredenzen, du verstehst, in einem kleinen Maß. Aber der Beste habe ich mitgebracht. Der Fondant wahrscheinlich. Der aus dem Wallis, nein, ein Syrah. Ein Walliser Syrah? Ein Walliser Syrah. Ich und mein Bruder ein ganz kleines Rebgebiet, das sind 1000 Flaschen. Und dann habe ich gedacht, ich bringe jetzt den Hönker, der ja selber sensationellen Wein hat, aber noch mal einen, den noch mal ein bisschen schauen. Was in der wirklich guter Wein. So ungefähr. Wie verläuft dein zukünftiges Programm heute noch? Gehst du mit? Machst du das ganze Programm mit? Gehst du mit auf den Auszug? Ja, absolut. Also ich will jetzt wirklich von A bis Z das erleben. Es wird wahrscheinlich einmalig sein. Von dem her bin ich gespannt. Ich laufe mit, ich bin dabei und genieße. Dann wünsche ich dir ein zukünftiges 6 Leute, schönen 6 Leute, schönen Abend und weiterhin viel Erfolg. Danke für den Besuch bei uns am Feuer. Ciao. Ja, für die erst jetzt zugeschaltet haben, sie sehen es und sie hören es. Der Böck brennt nicht, es klopft und tätscht auch nicht. Dieses Jahr hat man tatsächlich auf das Anzünden von dem Böck verzichten. Das ist einmalig, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte vom 6 Leuten. Es ist so, es hat gestern Abend eine erste Windwarnung gegeben, die so stark ist, dass man gesagt hat, das könnte eine Gefahr werden. Offenbar haltet der Böck zuoberst auf dem Scheiterhaufen 80 Stundenkilometer aus, aber es gibt manchmal Böen, die offenbar stärker sind und das könnte dann insgesamt ein rechtes Risiko sein, weil ja doch auch ein paar 10'000 Leute da auf dem Platz sind. Und jetzt ist es einfach ein Fest mit dem Ritt von der Zunft rund ums Nichtfeuer oder rund um den Scheiterhaufen und der Rest bleibt gleich. Wir improvisieren ein bisschen und denken uns das laute Klopfen und Tätschen und wünschen allen trotzdem ein schönes 6 Leute. Noch reitet kein Zunft. Aber immerhin tönt es so mal nach dem richtigen Soundtrack vom 6 Leute. Der 6 Leute Marsch, den hören wir heute noch ein paar Mal. Und damit kommt auch die erste Zunft, die rund um den Scheiterhaufen reiten. Das ist die Zunft zum Campbell. In sicherer Abstand vom Scheiterhaufen. Das ist die Reitergruppe von der Zunft Campbell, die den Anfang macht. Es ist, als wäre nichts, es brennt nicht, es tätscht nicht. Als nächstes bei mir da am Scheiterhaufen der Hans-Rudi Merz, Altbundesrat. Sie haben ja gewisse 6 Leute Erfahrung. Ist schon ein bisschen anders ohne Feuer, oder? Ja, es ist tatsächlich ein grosser Frust. Aber man muss auf die andere Seite sagen, 6 Leute an sich ist natürlich ein grossartiger Anlass. Ich bin jetzt zum 6. Mal da, für mich ist eigentlich 6 mal 6 Leute. Alle Zünfte haben ein bisschen den gleichen Hintergrund, aber jede hat ihre eigene Kultur, ihre eigene Philosophie und ihre eigene Struktur, ähnlich wie unser Land. Der Föderalismus, 26 Kantone, da sind 26 Zünfte. Jetzt halt ein paar Mal erleben, wie das Innenleben von einer Zunft ist. Natürlich ist es für die jetzt auch schlimm, wenn es heute nicht brennt. Aber das Zunftleben lebt eben vor allem auch von dem, was der Tag durch passiert. Und über das Jahr, im Zusammenhalt, den die untereinander haben. Und da beeindruckt mich also schon sehr. Sie sind als Altbundesrat jetzt zu Gast. Sie sind auch als Bundesrat schon manchmal da gewesen. Ist es ein Unterschied? Reagieren die Leute anders am Strassenrand? Nein, ich bin sehr erstaunt. Ich habe sehr viele Blumen bekommen. Klar, natürlich. Es können nur die ihn gerne haben. Die selber, die protestieren, würden eine andere Gelegenheit benutzen. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut über den Zuspruch, den ich erfahren habe.
Und es ist auch so, dass das Wetter noch mitgespielt hat, die ganzen Umstände. Und so gesehen bin ich auch ohne irgendwelche Verpflichtungen, ich habe auch keine Ämter mehr, habe ich das heutige 6 Leute geniessen. Und wenn jetzt der Berg noch brennen würde, dann wäre das das Schönste vor allem. Aber wenn er nicht brennt, no, dann ist halt jetzt halt für einmal eine Ausnahme. Ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes 6 Leute. Vielen Dank für den Besuch am Feuer. Bundesrat Hans-Rudi Merz. Vielen Dank. Für 6 Leute. Ihnen auch. Danke vielmals. Ja, es ist schon ein bisschen ein anderes Bild als in anderen Jahren, wenn da quasi der 6-Leute-Platz dann schon ziemlich eingeraucht ist und es klopft und tätscht. Das gehört ein bisschen dazu zum 6-Leuten. Jetzt hört man die Musik ein bisschen besser und man hört das Publikum ein bisschen mehr. Das finde ich auch ganz in Ordnung. Vor allem habe ich ein bisschen besseres Gehör für meine Gäste da vor dem Scheiterhaufen. Als nächstes darf ich da den Armeechef, den Thomas Süssli, begrüßen. Ein schönes 6-Leute, Süssli. Wie gefällt Ihnen 6 Leute bis jetzt, die ein bisschen andere Ausgabe? Ja, bis jetzt sehr gut. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass der Böck jetzt nicht brennt. Sie sind ja auch schon am 6 Leute. Wie gefällt es Ihnen jetzt das Jahr? Ich bin in Zürich aufgewachsen, war auch als Kind schon am Umzug und bin jetzt als Chef der Armee schon das 3. Mal da. Und es ist schön, dass so gutes Wetter ist heute. Hat Petrus gut gemeint mit uns und mir gefällt es außerordentlich gut. Jetzt stehen Sie ja im Moment ziemlich im Fokus von der Öffentlichkeit. Also Stichwort klamme Kasse bei der Armee. Gibt es da Reaktionen? Hören Sie da etwas an so einem Tag wie heute? Nein, ist interessant. Ich habe mich das auch gefragt. Nein, sehr viel positives Feedback. Leute, die auch Grüezi gesagt haben, schön 6 Leute gewünscht haben und nichts Negatives. Jetzt ist es so, auch als Ehrengast, wenn man auf der Zoftstube ist, tut man ja vor der Zoft auch eine Rede halten, und ein bisschen austeilen, man muss auch ein bisschen einstecken. Auch wenn das auf der Zoftstube bleibt, was dann gesagt wird, haben Sie einstecken oder haben Sie mehr austeilen? Ich kann nicht einstecken und habe nur wenig austeilt. Jetzt ist es ja so, wir würden jetzt ein bisschen über die Brenndauer reden von dem Böck. Letztes Jahr haben wir rekordlange 57 Minuten gehabt. So lange hat es noch gar nie gegeben. Jetzt gibt es gar keine Minuten. Was hätten Sie gedacht, so bei dem heutigen Wetter, trocken, Wind, wie lange hätte es dauern können, bis es in den Kopf reagiert? Ich bin natürlich letztes Jahr viel zu optimistisch und habe das Jahr angepasst. Ich habe gesagt 33 Minuten, aber mit dem Wind ein bisschen weniger. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ob es überhaupt einen Sommer gibt, wenn der Böck nicht brennt. Möglicherweise fällt der aus. Ja gut, dann müssen wir uns noch ein anderes Szenario überlegen. Wie sieht jetzt Ihr weiteres 6-Leute-Programm aus? Ich will nachher mit der Gesellschaft zur Kunststaffel wieder zurück in die Stube gehen und dann gibt es Nachtessen und dann der Auszug. Dann gehen Sie mit? Ja, da gehe ich sehr gerne mit. Dann wünsche ich Ihnen ganz schönes 6 Leute und ein dickes Fell für den Fall, dass es Sprüche gibt. Danke vielmals. Ade, Süssli, schönes Wochenende und ein schönes 6 Leute. Ja, der Umritt der kann stattfinden. Geritten wird um den Böck, aber brennen tut er das Jahr nicht. So ist es. Kein einziger Funken, kein einziger Böller, aber wir machen da trotzdem weiter, wie immer. Wir haben Gäste bei uns, Severin Dressen, der Direktor vom Zoo Zürich. Schön 6 Leute. Der erste Eindruck von dem total unversehrten Bö? Ja, mein Tipp war ja eigentlich 22 Minuten. Ich glaube, damit werde ich leider heute nicht richtig liegen, wenn ich mir das so angucke. Ich glaube, heute wird niemand richtig liegen mit einem Tipp. Aber sind Sie grundsätzlich eher optimistisch gewesen, richtig Bö? Ja, also das Wetter oder wie wir jetzt ins Jahr gestartet sind, das lässt ja alles hoffen. Dass es jetzt heute wahrscheinlich nicht zum Anzünden hätte reichen, das hat sich ja schon leider abgezeichnet. Sie sind ja gestern schon im Tatort gewesen. Und heute am 6 Leuten kommen Sie, dass Sie überhaupt dazukommen, von Chef sein im Zoo, Fälle helfen lösen und nach 6 Leuten kommen? Ja, genau. Also das ist einfach ein enormes Privileg. Es ist ein Privileg, dass ich heute hier als Ehrengast mit dabei sein darf. Und es ist auch für mich ein Privileg, in diesem Zoo schaffen zu dürfen. Und das geht ja auch nur, weil es so ein großartiges Team da hat. Da mache ich gar nicht so viel. Jetzt findet Umritt trotzdem statt. Ist das Sie als quasi Profi mit den Tieren, das ist ein bisschen tierfreundlicher, wenn es quasi nicht klopft für die Rosse, die umreiten? Ja, ich glaube, man sieht ja gut, dass das sind Tiere, die ja enorm trainiert sind, die sind dran gewöhnt, die kennen das und deswegen ist das, glaube ich, gut für die, so wie das hier läuft. Wie ist bis Ihre heutige 6-Leute-Tag bis jetzt gelaufen? Also nicht nur, dass das Wetter mitspielt, ich bin immer wieder überwältigt, was
dann in dieser Stadt für eine Stimmung entsteht. Die Leute haben einfach so eine Freude und auch uns als Zoo kommt so ein enormer Goodwill gegenüber. Das ist einfach ein Riesengeschenk. Sind Sie als Botschafter unterwegs vom Zoo? Ja, natürlich. Und umso schöner ist es, wenn man sieht, wie fest der Zoo in der Gesellschaft verankert ist. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch vor dem Scheiterhaufen. Ich hätte gerne gesagt für und wünsche Ihnen noch einen schönen 6 Leute. Vielen Dank, Severin Dressner. So, es geht Schlägel am Ecken, obwohl es hinter mir nicht klopft und tätscht. Aber als nächstes ist bei mir jemand zu Gast, der eigentlich den 6-Leute-Platz bestens kennt, der Kaya Jana. Schön 6 Leute, hallo. Was haben Sie da für einen Wind mitgebracht? Ja, jetzt bin ich schuld. Ich weiß, ich bin das erste Mal als Ehrengast beim Sachselöte und jetzt fällt das Ganze aus. Jetzt wird er nicht angezündet. Ich nehme an, es hat nichts mit Ihnen zu tun. Sie kennen ja den 6-Leute-Platz bestens. Einen Monat lang haben Sie da gespielt mit dem Zirkus Knie. Sie sind ja sehr mit der Schweiz verbunden, leben in der Schweiz, haben eine Schweizer Frau. Wie haben Sie es so mit dem Zürcher Brauchtum? Brauchtum? Tradition? Nein, ich weiß genau, ich habe Sie gut verstanden. Mit dem Brauchtum. Das ist... Mensch, jetzt fängt es wirklich an. Großartig. Ich war letztes Jahr beim Schweizer Nationalzirkus, jetzt Ehrenmitglied bei der Zunft. Mitglied schon oder Gast? Sorry, Mitglied. Ach so. Ich dachte, ich wäre Mitglied. Ich bin nur Gast. Vielleicht müssten Sie das Kleingedruckte noch mal lesen. Ach so, ich muss mich einheiraten. Ich muss einen von den Zimmerleuten mir schnappen. Nein, Ehrengast natürlich und vielleicht demnächst Mitglied. Und ich wüsste jetzt nicht, womit man das steigern könnte hier in der Schweiz. Die Integration ist vollendet. Also merci, viel mal. Danke für die Einladung. Aber es tut mir wirklich leid, dass der Böck, kann man den nicht einfach einen Kopfschuss geben? So funktioniert das da leider nicht. Nein, so funktioniert das nicht. Ich wollte noch fragen, Sie sind so ein bisschen der Lieferant von der geschliffenen Pointe. Was haben Sie so ausgeteilt und erzählt auf der Stube diesen Zäuften? Ja, wir dürfen ja nichts nach außen tragen. Es waren auch keine Handys und gar nichts erlaubt. Das war wirklich... Wir sind hier ganz unter uns. Nein, es guckt ja auch keiner zu. Nein, ich habe einfach die Zunft ein bisschen hochgenommen, den Zunftmeister natürlich auch ein bisschen von meinem Leben erzählt. Es war wirklich extremst lustig. Schade, wart ihr alle nicht dabei. Vielen Dank. Zu empfehlen. Ich wünsche ganz ein schönes 6 Leuten. Geht's weiter auf den Auszug, auch heute Abend, das Programm bis zum bitteren Ende? Ich versuch's. Ich habe heute nur 2 Stunden Schlaf bekommen. Mein Sohn hat mich nicht schlafen lassen und ich versuche so lange durchzuhalten, wie es nur geht. Dann wünsche ich viel Erfolg und ein schönes 6 Leute. Danke, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Komm gut nach Hause. Frohe Weihnachten. Tschüss, Dankeschön. Der Kaya Janar, Comedian, letztes Jahr beim Zirkus Knie da gewesen. Als nächstes darf ich da, einfach gerade da, der Hausi Lüthenegger, quasi Stammgast am 6 Leute. Das wievielte Mal schon dabei am 6 Leute, Hausi Lüthenegger? Ich bin Ehrengast von Hottingen und ich muss sagen, ich bin erst das 3. Mal dabei und ich bin aber froh, ich bin auch nicht... Inklusive Fanclub. Ich habe überall Fan. Nein, ich bin aber froh, sie haben mich sehr nett eingeladen und ich habe so viele Freunde und ich habe gesehen, wie die Schweizer, wie die Zürcher mich gern haben und das tut auch, ich bin älter geworden, das tut mir sehr gut. Ich habe das gesehen, wie viel Sympathie die Leute mir entgegenbringen und das macht mich stolz. Was gibt es da für Reaktionen? Der Hausi Lüthenegger, den kennen ja wie alle, oder? Mich kennt jeder. Es hat natürlich, ich muss immer sagen, 95% haben den Hausi gern und 5% sind einfach eifersüchtig, weil ich reich geworden bin und ehrlich bin. Aber ist mir gleich, immer ist es so im Leben, wenn es dir gut geht, hast du immer Neider. Hast du Neider, hast du Brot, hast du kein Neider, bist du in Not. Jetzt sind Sie am 16 Leuten und der Böck brennt nicht. Das ist schon ein bisschen eigenartig, oder? Ich habe mich vor 2 Jahren schon verplappert. Ich habe gesagt, in 20 Minuten hat eine Stunde brennt. Ich bin froh, wenn ich nichts sage über den Böck. Wenn ich nichts sage, dann froh. Vor 2 Jahren hat sie dem ganz böse ausgelacht. Ich habe nach Hause gesagt, 20 Minuten hat er ganz Nacht brennt. Unvorstellbar lang haben wir es zur Rekordlänge gegeben. Aber einen anständigen Sommer gibt es trotzdem. Sind Sie da zuversichtlich? Es gibt einen heißen Sommer. Sogar? Es gibt einen warmen Sommer. Schauen Sie mal, ich wohne ja auf ein paar Orten. Am Genfersee-Kanal ist ähnlich überall immer Sonne. Ich habe die Sonne sehr gern, wie wir über Brunnen. Aber ich kann allen sagen, der Sommer wird warm werden wie noch nie. Weil die Welt ist immer gleich wie früher. Ein wunderschöner Frühling. Ein wunderschöner Sommer.
Und dann denken die Jörg nur Sonnencreme kaufen und sie mich einschmieren. Voilà, okay. Ganz schönes 16 Leute. Und... Ja, meine Fans, ich habe schön, ich bin in der Schweiz gefeiert wie keiner. Die Leute haben einfach Freude, wenn sie mich sehen. Schönes 16 Leute, Hausi-Leutenegger. Und allen Zuschauern einen wunderbaren Frühling. Und ich habe Krawatten angelegt für euch alle. Ich will gut aussehen. Voilà. Einmal im Jahr Krawatten, 16 Leute. Danke, wiedersehen. Ein schönes 16 Leute, Hausi-Leutenegger. So, wir schauen mal den Böck an. Ich würde sagen, es ist ein einigermaßen historisches Bild. Es war 6 Uhr und keine einzige Flamme züngelt da den Scheiterhaufen drauf. Und die Zeit würden wir sonst die anderen ja schon längstens rätseln oder einem grossen Showdown entgegenfiebern. Aber dieses Jahr ist das Anzünden leider abgesagt, aus Sicherheitsgründen, weil es einfach zu fest windet. Und dann wäre erstens der Böck nicht sicher und zweitens wären die vielen tausend Leute auf dem Platz vermutlich nicht sicher, weil die Böen, die angesagt sind, und man hat das ja schon ein bisschen gemerkt und man sieht es auch diesen Flaggen, diesen Fahnen an, es windet ziemlich zünftig und darum ist das leider abgesagt. Jetzt habe ich ganz einen interessanten Gast bei mir, der Thomas Zurbuchen am 6 Leuten. Was ist das für ein 6 Leuten, wenn Sie zum ersten Mal dabei sind, wenn es nicht brennt? Spektakulär, also all die 100'000 Leute oder mehr, 100'000, alle begeistert. Schade, dass es nicht brennt, aber Tatsache ist, es absolut der Weg gewesen. Sicher, haben Sie schöne Reaktionen gehabt? Auch am Rand hat man sie gekannt, hat man sie wahrgenommen? Ja, es gibt viele Leute, also wirklich, es hat mich gerührt. Also Leute haben gesagt, hey, du hast mir etwas geholfen, danke vielmals. Also für mich sind die solchen Sachen, die ganz persönlich, wo jemand sagt, hey, etwas, was du hast gesagt, hat mir etwas bedeutet. Das bedeutet mir selber immer viel, weil man denkt nie so dran. Sie sind ihr halbes Leben haben Sie in Amerika gelebt, sind Forschungsdirektor bei der NASA, sind jetzt in Zürich, an der Uni Zürich, am Space Center. Jetzt sind Sie am 16 Leuten, sind Sie so richtig angekommen in Zürich? Oh, genau, wenn man am 16 Leuten ist, ist man angekommen, genau. Und für mich, also das war wirklich einer der besten Umzüge. Ich war an vielen Umzügen, auch mit amerikanischen Festen. Und was mir so Eindruck macht, ist, dass wirklich Hunderttausende von Leuten da sind, ohne Polizei dazwischen. Also, oder wenig? Viel weniger Polizei, als ich mir es gewöhnt bin. Also die Antwort ist, die Leute sind wirklich sind begeistert und sind positiv und sind damit dafür da. Jetzt haben Sie, hast gesagt, bei der NASA als Forschungsdirektor haben Sie sich mit den ganz grossen Fragen vom Leben auseinandergesetzt. Wie war das heimgekommen in die Schweiz? Es ist wirklich schön. Also für mich hat die Grösse des Landes unglaublich wenig zu tun mit der Grösse der Ideen. Das Rote Kreuz ist eine Idee von hier. Nestle ist eine Idee von hier. Teil der besten Firmen auf der ganzen Welt kommen von hier. Inklusive Uhren, die ich anhabe und so weiter. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Schweiz ist einmalig. Es ist ein Erfolgsexperiment, das die ganze Welt sieht. Also ich bin gerne da. Und Brauchtum sagt Ihnen auch etwas? Absolut, ich habe wirklich das Gefühl, dass wer wir sind, hat immer Wurzeln. Und wir sollen nie die Wurzeln verlieren. Überhaupt nicht. Dass wir wirklich geholfen in Amerika, auch beim Starten von Raketen. Und genauso schwierig ist, wie etwas anzünden, jetzt von einem Platz, haben wir geholfen, dass ich gewusst, dass ich bodenständig bin, dass ich denken über die Leute, die eben Gefahr müssen aufnehmen und so weiter. Danke vielmals für den Besuch vor dem Scheiterhaufen und ich wünsche Ihnen ganz ein schönes 16 Minuten. Vielmals. Danke. Merci, Thomas Zurbuchen. Ja, als nächstes habe ich einen Gast da vor dem Scheiterhaufen, der nicht aus der Schweiz kommt, sondern aus Deutschland. Herzlich willkommen an solchen 6 Leuten. Gregor Gysi, es ist mal ganz anders als sonst. Mögen Sie das? Ja, es ist das erste Mal, dass ich das erlebe und das ist ganz schön. Ich staune, wie sehr die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt das annehmen an den Straßenrändern. Also es ist schon ein tolles Fest. Normalerweise würden wir uns hier anschreien, weil es hier in diesem Schneemann 140 Böller versteckt hat. Es würde klopfen und tatschen, sagen wir, in solcher Mundart. Jetzt ist es ein ganz anderer Anlass. Deshalb können wir einfach über 6 Leute reden. Sie sind ein Urlinker an einem sehr bürgerlichen Fest in Zürich. Wie konnte das passieren? Ja, das kann ich Ihnen erklären. Die Linke muss Folgendes begreifen. Wenn die Mitte kaputt gemacht wird, kann man den unten nicht mehr helfen. Also müssen wir die Mitte sichern, damit man den unten helfen kann. Und dafür muss man von denen ganz oben ein bisschen mehr nehmen. Und dann schauen Sie denen genau auf die Finger?
Ja, na klar. Und ich finde das auch schön, wie die Feste noch feiern können. Und ich glaube, in unseren beiden Ländern ist die Mitte gefährdet. Und das ist auch für die Linke und das ist auch für die Menschen unten überhaupt nicht gut. Außerdem möchte ich noch erleben, dass das nun doch noch brennt. Oder wird das heute nichts mehr? Heute wird das leider nichts mehr, da muss ich Sie enttäuschen. Sie müssen einfach wiederkommen, denke ich. Na, dann muss ich wiederkommen. Sie gehören ja zur prägenden deutschen Politprominenz. Wie haben die Zürcher Sie empfangen heute? Haben Sie erkannt? Ja, also natürlich nicht jeder, aber viele haben mich erkannt. Ich habe auch sehr viele Blumen gekriegt, die liegen da auf dem Tisch, ein riesiger Strauß. Das hat mich auch sehr gefreut. Außerdem bin ich gerne in der Schweiz, denn meine Vorfahren kommen ja aus Läufelfingen, Basel-Land. Also ich habe ja Schweizer Vorfahren, insofern werden sie mich nie los. Wunderbar. Sie waren ja auch auf der Stube, sagen wir, zu Gast bei der Zunft. Was haben Sie da an Sprüchen ausgeteilt? Man kennt Sie als geschliffenen Rhetoriker. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zurückgehalten. Nein, die haben sich auch ziemlich gefreut. Ich habe auch ziemlich viel Beifall bekommen. Und ich habe zum Beispiel Folgendes festgestellt, dass in meinem Land, in Deutschland, das Internet ständig unterbrochen ist. Und dass ich jemanden getroffen habe, der war 2 Jahre im afrikanischen Staat Uganda. Und der hat mir erzählt, sein Internet war nie und nirgendwo unterbrochen. Weder in der Höhle, noch hinterm Berg, noch vor dem Berg, noch auf dem Berg. Und deshalb habe ich meiner Regierung empfohlen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Das hat allen gefallen. Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen noch ein ganz schönes solcher Sechsleuten, auch wenn es hier nicht brennt. Dankeschön, alles Gute. Alles Gute Ihnen, Gregor Gysi. Vielen Dank für den Besuch hier vor der Scheiteweigel. Ein Bild, das es eigentlich noch nie gegeben hat. Ein Böck, es ist ziemlich nach der 6. Und es, genau, 18 Minuten nach der 6. Und es brennt überhaupt nicht. Ja, der Böck brennt nicht, das hat es noch nie gegeben. Ein historisches 6 Leute. Und genau dann ist Martina Hingis bei mir zu Gast. Und genau dann, wenn sie vorgestellt werden, gibt es noch den 6 Leute Marsch. Was ist das für ein Augenblick für Sie? Ja gut, wenigstens haben wir schönes Wetter, es wäre ja Regen gewesen und man kann das jetzt irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen, einfach geniessen, dass wir da miteinander sein dürfen. Und eben ist meine Premiere, man so etwas, aber ja, gut, es ist immer irgendwann mal das erste Mal. Jetzt sind Sie die beste Schweizer Tennisspielerin von allen Zeiten. Was hat es für Reaktionen gegeben, so während dem Umzug? Ja, es war Hammer. Es ist wirklich eine Ehre, das erste Mal dabei sein und ja, sehr herzlich. Also es ist wirklich der Brauch, auch wo wir schon zum Mittagessen hatten und die Leute und der Zusammenhalt, es ist der Wahnsinn. Also ich fühle mich mega geschmeichelt, dass ich das erste Mal erlebt habe. Sie haben eine kleine Tochter. Ist die heute mitgekommen? Nein, die ist jetzt nicht dabei, aber was nicht ist, das kann noch werden. Wie hat sie so mit dem Sport, mit dem Tennissport? Sie haben ja im Alter, wo Ihre Tochter jetzt ist, schon ziemlich heftig trainiert. Wie hat es da Ihre Kleine damit? Ja, wir üben auch ein bisschen. Sagen wir 2-mal in der Woche sind wir schon länger ein bisschen dran. Wir sind Bambini-Tennisgruppen, aber ja, sehr langsam. Und ja, es freut mich, wenn sie Spass daran hat und langsam Fortschritt macht. Jetzt sind Sie kommentiert ja bei SRF Tennis. Wie gefällt Ihnen da der Seitenwechsel? Ja, ich mache es gerne. Man muss sich natürlich sehr viel informieren, aber es ist immer ein Teil von meinem Leben gewesen und es wird es auch immer bleiben. Und von dem her finde ich es auch spannend, wie sich das immer ein bisschen verändert, auch an der Spitze. Und ja, es ist eigentlich so, immer so, ja, wer schafft es jetzt das Mal eigentlich ins Halbfinale, Finale oder auch zum Sieg? Und es ist sehr spannend, sehr wechselhaft, was nicht immer ein Vorteil ist, weil ja, man tut sich auf eine Spielerin irgendwie vorbereiten und dann muss man gerade umkrempeln, oder wie letztes Jahr im French Open, wo überraschenderweise Muchova dann im Finale war. Aber es ist ein bisschen wie bei uns, wo plötzlich der Böck nicht brennt. Gut, eben, dann muss man Anpassungsfähigkeiten und neu alles analysieren, sich gut vorbereiten und das Beste daraus machen. Und ich sage, ja, gewisses Wissen haben wir ja und dann kann man irgendwie etwas daraus machen. Und das Tennis bleibt immer noch das schönste Spiel. Danke vielmals für den Besuch und weiterhin schönes 6 Leute. Hoffentlich geht es noch ein bisschen ab jetzt in Ihrem Abendprogramm. Ja, das freut mich. Lass mich überraschen. Alles Gute, Martina Hingis, und vielen Dank und ein schönes 6 Leute.
Also der Umritt findet ja trotzdem statt, beim 6 Leuten. Hier habe ich alle unterwegs geschenkt bekommen und die schenke ich jetzt Ihnen. Das ist wahnsinnig charmant von Ihnen. Ich weiß nicht, wo Sie die jetzt hinlegen, wie Sie die bessern, ist mir auch egal. Aber ich war sehr glücklich, so viele Blumen geschenkt bekommen zu haben in Zürich. Und die lassen Sie jetzt einfach hier bei mir? Ja, die lasse ich jetzt einfach bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Glück. Vielen Dank, Gregor. Tschüss. Sehr charmante Gäste hier beim 6 Leuten vor der Scheiterweg. Es ist dieses Jahr vieles, wie es noch nie war. Sogar die Moderatorin kommt Blumen über. Wunderbar. Von den Gästen, die jetzt bald wieder aufs Flugzeug müssen. Danke vielmals. So, ein 6 Leute, wo der Böck nicht brennt, das ist eine absolute Premiere 2024. Es ist zwar schönes Wetter, geritten wird, seufzend unterwegs, rund ums Feuer, aber der Böck brennt nicht. Das werden wir besprechen mit einem Gast am Scheiterhaufen, da mit der Corinne Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich. Das haben Sie auch noch nie erlebt, oder? Das ist kein richtiges 6 Leute. Das hat offenbar auch wirklich noch nie stattgefunden, so. Eben, es ist kein richtiges 6 Leute, so. Doch, es ist trotzdem ein richtiges 6 Leute. Und ich finde den Entscheid richtig. Es ist auch richtig, dass alle herstehen und dass miteinander den Entscheid gefällt haben. Die Polizei, die Feuerwehren, die Organisierenden. Weil man muss sich vorstellen, wenn etwas passieren würde, dann wäre es viel, viel, viel schlimmer. Also ich finde es richtig, dass man das Risiko nicht eingeht. Und es besteht einfach Gefahr, oder? Wenn es so Windböen gibt, dann kommen die Glusen. Ich war also auch schon hier bei Ihnen am Fernsehen und dann sind die Glusen gekommen. Und da könnte Massenpanik entstehen. Genau, also das hat ja niemand riskieren. Und es kommt vielleicht jetzt denen entgegen, die ja eigentlich ein stilles 6 Leute sich wünschen. Es gibt ja politische Vorstöße, die das möchten. Wie reagiert da die Stadtregierung? Für 6 Leute gibt es Vorstöße, das weiss ich jetzt gar nicht. Wo quasi wo nicht möchten, dass es so klopft. Aha, Sie meinen die Volksinitiative? Ja, das hat jetzt wirklich nichts mit dem zu tun. Da geht es jetzt einfach um die Sicherheit. Und die Sicherheit geht vor, ist ganz klar. Wie sieht Ihr restliches 6-Leute-Programm noch aus, Corinne Mauch? Es sieht so aus wie an jedem 6 Leute. Man ist angekommen. Nein, ist natürlich schon ein riesen Unterschied jetzt, eben, weil der Böck brennt nicht. Wir müssen uns gar nicht anschreien. Countdown innen quasi. Und dann werden wir jetzt zurückgehen zu der Zauftstube und dann geht das Programm weiter, Nachtessen und nachher Auszug der Zünfte. Dann wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und noch ein schönes 6 Leute und vielleicht bis nächstes Jahr, wenn es dann wieder brennt. Corinne Mauch, vielen Dank. So, wir haben den ganzen Nachmittag gefragt, wie lange das es geht, bis es am Böck den Kopf verjagt. Jetzt verjagt es dem den Kopf nicht, aber so viele Leute haben mitgemacht bei diesem Wettbewerb und der Wettbewerb haben wir der ist quasi ausgelost worden und der Hauptpreis, der Preis im Kanton Appenzell Ausserrhoden, der geht an Regina Bertschi aus Wallisellen. Herzliche Gratulation. So. Felix Boller, 6 Leute 2024, wie es es noch nie gegeben hat. Ist trotzdem eine gute Stimmung da auf dem Platz, oder? Sensationelle Stimmung, die Leute haben total Freude. Es ist Kaiserwetter, wie man sagt. Das ist schön. Es windet einfach ein bisschen zu fest. Es windet viel zu fest. Viel zu fest. Der Rest von 6 Leuten geht jetzt gleich weiter. Also ihr geht zurück auf die Stube, geht in eure Auszüge. Was läuft da noch? Also wir machen jetzt die Umritt fertig, dann gehen wir zurück in die Stube, haben dort ein schönes Nachtessen. 8:45 geht man 3 Zunftbesuche machen. Das wird schön. Und ich bin schon in Gespräch mit dem Landamt von Appenzell Ausserrhoden. Was machen wir mit dem Böck? Also da wird es auf Regierungsstufe mit dem ZZ wird man eine Regelung finden. Eine Regelung, also ich habe gehört, ihr hackt schon etwas aus, dass es dem dann gleich noch irgendwann einmal den Kopf verjagt. Ja, wir hacken etwas aus, aber wir wissen noch nicht was. Wir müssen es noch hier reifen lassen, genau. Und schauen, dass es dem nicht so fest windet. Ja, genau. Vielen Dank, Felix Boller, und ein schönes 6 Leute. Danke vielmals, danke. So. Voilà, das war es vom 6 Leute 2024 für einmal. Nicht so, wie es sonst immer ist. Aus Sicherheitsgründen haben wir müssen verzichten auf das Anzünden vom Feuer. Wir hoffen trotzdem auf einen anständigen Sommer. Ihnen alles Liebe und Gute und bis nächstes Jahr. Schönes 6 Leute.